Warte, bis das Intro fertig ist. Perfekt, weil jetzt können wir, wenn der Brian jetzt nicht direkt abnimmt, warten wir da für nichts. Hallo. Yes, hello. Brian, willkommen im Podcast. Danke. Hallo zusammen und hallo liebe HörerInnen. Zum ersten Mal haben wir da Handy-Connection für den Podcast. Da liegt einfach ein USB-C. Brian, erzähl mal, was läuft bei dir im Kopf aktuell? Hey, im Fall habe ich gerade einen richtig schönen Powernap gemacht. Mhm. Nachher gehe ich Karaoke singen. Von dem? Geil, was für Songs? Was hast du vor? Ja, natürlich Tribute zum Ozzy. Rest in Peace, Paranoid. Mhm. Alter. Nein, Changes musst du machen. Nein, sorry, Changes kannst du nicht mehr bringen, seit der Youngblood gemacht hat. Ja. Ja, stimmt, der hat schon Sorry, das ist Messlatte insane zu hoch gewesen. gesetzt. Schon Ja. jetzt. Wegen dem habe ich eine Latte bekommen, du. Ja, und gestern habe ich mich mal schön durchgelassen durch das ganze Grein. Ordentlich ist Mankel drunter. Da muss ich auch fertig hören. Das habe ich noch nicht gemacht, aber ich habe gehört, ich bin sowieso dort. Ja. Ja, stimmt. du, man sagt's, aber letztes Jahr haben wir auch ein paar Bands nicht gesehen, weil wir müssen schwer und streng arbeiten, gell? Dort haben wir aber letztes Jahr, ja, das stimmt, letztes Jahr haben wir hure Time-Stress gehabt, haben wir das Jahr auch. Ja, es wird stressig. Aber wir haben schon 2-3 gute Bands, die gesagt haben, sie wollen so ins Ja, Interview kommen. Ja, wir schaffen das schon. Ja, also ich gehe sicher Conjunctive schauen. Die habe ich nicht gekannt vorher. Was machen die für Musik? Death Metal? Ich kann nämlich nächste Woche reinhören. Die machen im Fall die gleiche Musik wie Save Your Last Breath. Das ist ganz verrückt. No way! Geil. Die machen auch Black and Deathcore. Sick. Gut, dass Save Your Breath behauptet jetzt, sie machen Modern Metal, aber Ja. es behauptet Fearlab auch. Mhm. Könntest du auch alles Ja, da unter sieht Modern man Metal. mal die Diskrepanz. Ja, es ist halt wie auch die korrekte Beschreibung für beide Musikstile. Definitiv. Ey, das klappt auch gut bei dem Handy. Das klappt wirklich gut. Weißt du, was wir uns überlegt haben, Brian? Wir können jetzt einfach Was mal denn? Kollegen terrorisieren, indem wir die einfach anrufen in der Mitte vom Podcast und sagen so, hey Bro, bist du im Podcast? Da, eine Frage. Ciao. Nice. Wenn wir- Ja, oder so von den Bands wie eine Nummer bekommen und irgendwann rufen wir sie an, während sie random etwas machen. Das ist Boah, das perfekt. wäre fucking funny, ja. Aha, perfekt, wenn jemand einfach am Aufladen ist oder so fürs Konzert. Dann bin ich froh, dass ich nicht auf der anderen Seite vom Telefon kann sein, weil ich nehme das Telefon immer so ab, so, ja. Ja. Und dann warte ich zuerst mal, bis jemand etwas sagt. Das ist gut. Brian, was hast du für Konzert geschaut in der Zeit? Kollege. Hey, also du meinst jetzt in der letzten Zeit, Ja, was voll. ich so gemacht habe? Mhm. Also, ich habe gerade Ferien gehabt. Jetzt habe ich tatsächlich 2 Wochen kein Konzert gehabt. Morgen ist eigentlich Stillbirth geplant. Stimmt, ja. Und vor dieser Pause eigentlich immer wieder mal gute Sachen. Mal war Iron Maiden rum, dann bin ich mal etwas Kleines schauen, im Werk 21. Was Ist hast du wirklich, also recht gut. Ich bin nahe bei 40 Konzerten das Jahr, es kommt gut. Was hast du im Werk 21 geschaut? Sorry? Was hast du im Werk 21 geschaut? Tools of the Trade haben sie geheissen. So eine, ich habe gemeint, es wäre Grindcore, aber es war eine Power Violence Band gewesen. Okay. Aber auch ganz schön heftig. Ah. Das ist so das letzte Kleine. Dort war ideal gewesen. Zuerst badet, gerade beim Dynamo, ein bisschen einen Schwung nehmen und nachher Musik hören. Alright. Das ist das Beste, das haben wir irgendwie sind da keine gescheite Dynamo-Shows jetzt momentan. Ich würde das nämlich auch gerne wieder mal machen. Ja, ich habe das letztes Jahr auch ein paar Mal gemacht. Das war jetzt die erste gewesen, das Jahr. Ja, es ist wirklich nicht so viel los. Aber ui. Also, das brauchen wir nicht. Meinst du über Boston Manor geredet, oder? Das Boston war nämlich geil, Manor? das war eine gute Sommershow gewesen. Ricky, kannst du meine Kopfhörer generell ein bisschen lauter machen? Einfach alles. Ja. Gracias. So, perfekt. So, jetzt muss ich schnell schauen, wie viele Konzerte ich das Jahr schon habe. Haha, das sind auch wahrscheinlich eine ähnliche Zahl wie der Brian hat, vielleicht 2 weniger. Ja, eben, also ganz im Kopf habe ich es nicht. Irgendwie 36 oder 38 kann ich bisher. Also. Ja, ich habe 36. Nice. Veranstaltungstage sind es Sind wir gleich 38, Veranstaltungen sind es 36. Krass. Top. Immer noch ein Zettel von dem, was der Umi das Jahr schon hat, wahrscheinlich. Ja, fix. Der war ja sogar bei Black Sabbath drin. Hey, der war überall gewesen. Der war bei Black Sabbath Fan gewesen und dann noch zu Linkin Park zweimal, der hure Wichser, Alter. Da verschieben, da ist seine Firma schon verantwortlich dafür, dass das Konzert nicht stattfindet. Geht das einfach trotzdem zweimal schauen, der hure Assi. Nein, Ja, kann man machen. gönnen wir ihm Umi. Mhm.
Ja, natürlich. Umi, Und er bester kann dann Mann. immer cool davon erzählen. Umi-Stories. Ja, da kann er immer, weißt du, Umi mit seinen Stories, ja, und da kann er mir schön erzählen, wie Linkin Park war. Und ich da stehe dort und denke mir einfach so. Ja. Ich hoffe, das hat man nicht gehört auf dem das können wir schon. Mit schönem Roomsound. Ja, also eigentlich haben wir damit nur ankündigen, dass wir jetzt ein Telefon haben. Mhm. Ja. Wir können Telefon-Joker spielen. Der Günther Jauch kann uns fragen und wir können sagen, wir rufen den Brian an für Brianpedia. Ja, Leute können uns anrufen mit ihren Problemen und wir versuchen die zu lösen. Ich finde immer noch, dass, ja, aber nur wenn es so Metal-Probleme sind. Ja, voll. So Das sind die Metal-Probleme wie... einzigen. Also, Meine wir können, Ex-Freundin hat jetzt, also so Hardcore-Underground-Problem. wir Meine können, Ex-Freundin hat jetzt einen Typ geküsst, der irgendwie in einer anderen Band spielt. Jetzt kann ich nicht mit dieser Band spielen. Und dann stehst du dort, ja, aber hat deine Ex-Freundin dich betrogen? Nein, ich habe mit ihr Schluss gemacht. Ja, okay. Das heisst... Ist das so eine Anspielung auf eine Band, die eigentlich das soll als Grenchen kommen? Nein, das hat nicht mit dem zu tun, das hat gar nicht mit dem zu tun. Das ist generell, okay. Das ist generell das Metalcore-Drama von vor 10 Jahren gewesen. ja, das war typisch. Ah, ja. Das Drama hat es auch bandintern gegeben, in gewissen Bands, keine Angst. Wo im Backstage amigs Feuer geflogen sind, das ist sehr gut gewesen. Das sind die juicy Details, die im Backstage-Diskussionen hörst. Die nicht im Podcast sagen. Ja, aber die sind schon so lange her, das ist wirklich, das können wir auch vielleicht mal... Ja, ich Metal Servala deckt auf. lebe für so Drama, Alter, ich schwöre. Ah, das ist fucking funny. Ich sehe jetzt wirklich Backstage wegen einer Frau Feuer geflogen, bandintern. Herrlich. Ja, ist super. Und sonst, Brian, haben wir eigentlich schon gesagt, dass du auch mitkommst als Grenichen? Ey, also ich habe es von Anfang an gewusst. Ich weiss nicht, ob ihr es schon gesagt habt, aber ich meine, Ja, ist schon klar gewesen, ja. letztes Jahr habe ich den Ricky würdig vertreten und das Mal sind wir alle drei dabei. Die Ja, beiden voll. Servillas und die Extrawurst. Ich find's Das wirklich ist doch gut. richtig gut. Ich finde es wirklich gut, dass der Ricky, dass Brian selber gesagt hat, er hat den Ricky würdig vertreten, weil das ist einfach nur eine korrekte Einschätzung von sich selber gewesen. Ja, aber die ist die ist ganz on point gewesen. Das Gute ist, jetzt haben wir sogar 6 Mikrofone dabei, also wir können recht chaotisch werden. Bruder, wenn der super. Platz gleich groß ist wie letztes Mal, können wir es vergessen, dass wir mit 6 Leuten irgendetwas aufnehmen, Ja, das ausser wir wird gehen funny. raus. Ja, wir finden irgendwie einen Weg. Das kommt schon. Kannst Ja, du ja, Leute wir finden stacken. eine Lösung. Ich habe fast das Gefühl, das Interview mit Vodio ist am besten gelaufen, weil wir es irgendwo von außen gemacht haben, wo es nicht laut war und nicht heiß. Mhm. Ja, stimmt. Wenn es schön Wetter ist, könnten wir eigentlich alles so machen. Das Open Air Grenich hat, glaube ich, einen Post gemacht, das wird stabiles Festivalwetter, so 24 Grad und ein bisschen bewölkt. Oh, super. Ja, perfekt. Beste Ja. Leben. Greenfield ist schon ein bisschen too much gewesen, Mann. Stell dir vor, das wäre die 2 Wochen nach dem Greenfield gewesen, wo es 37 Grad war. Ja, fuck, ja. Wären wir gestorben, Ja. Alter. Dann hätten wir keinen Podcast mehr, dann wäre Metal Servala jetzt wirklich grilliert gewesen. Ja, definitiv. Dann hätten wir also, wie wenn so die Würstchen einschneiden, wären so Beinchen platzt, so pff. Aber ja. Brian, abschließende Wörter Ja. für heute. Meine abschließenden Wörter, also gut. Ich werde dem Ossi huldigen, nachher mit meiner Performance, hoffe aber trotzdem, dass das niemand aufnimmt. Nein, besser machst du es weiter und Um, schickst, dann können wir es auch im Podcast laufen lassen. Das Einzige, was du musst machen musst, ist, du musst einfach geradeaus schauen, durch die Wand hinten im Schuppen und das Mikrofon so haben und dann hey! Und nachher noch, clap your hands! Ja, und ey, ich freue mich riesig aufs Grenchen. Es ist mein erstes Festival das Jahr mit Übernachten. Ich habe bis jetzt nur so Indoor-Festivals gehabt, weil Greenfield habe ich ja müssen schwänzen. Und jetzt Also, du hast einfach keinen Bock endlich geht's los. Ja, ich habe mir ein geiles Alternativprogramm gemacht. Das habe ich euch ja erzählt. Stimmt, was ist das Aber schon wieder gewesen? Sexurlaub in Malaga. Filth, weiss ich noch. einmal im Sädel, Tsunami, ja. nachher Warmrod in Düdingen und dann noch Rectal Depravity in Lenzburg, genau. Hast du nicht auch Filth geschaut? Ja, Filth hat der nein. KB Rectal Ah, Depravity, Alter. Hm. Das Yes. ist ganz sicher filthy gewesen. Ja, Umi, der ist für dich. Nein, darum, ich freue mich riesig. Startet die Open Air Saison endlich für mich und dann noch mit so etwas Speziellem wie am Grenichen. Darum, falls ihr noch keine Tickets habt, wer auch immer da lost, kauft es unbedingt. Wir sind dort, ganz viele geile Bands sind dort und alle tollen Leute von der Szene sind dort. Ja, vielleicht Ja, hört voll. man sich am Grenichen. Wer weiß. Am Schluss von der Folge machen wir eine kleine Keine Ahnung. Ansage, oder? Würde ich sagen. Jawohl, also Leute, bleibt dran und hört die Ansage. Eben, vielleicht hört man sich am Grenichen. Ja, vielleicht. Easy, Brian, in dem Fall, du hast die letzten Worte gesagt. Das Voll. war von Metal Viel Serval Spaß. für diese Woche. Wir sehen uns alle am Grenichen. Macht's gut, bis dann. Ciao, Ciao. ciao. Kann ich noch einen Songwunsch anbringen, Brian?
Jawohl. Angels von Robbie Williams, der ist einfach immer unhuren. Oh, das machen andere Leute besser, aber ja. Das müssen sie nicht gut machen, das muss einfach klopfen. Wie so ein Aussenreporter. Ich werde mein Bestes geben, aber es hat Spass gemacht, um mal so dabei zu sein. Boah, Alter, mich könnten wirklich Leute an Konzerte schicken und sie dann effektiv Aussenreporter sein lassen mit dem Handy, wenn es einfach so chattert und einfach so, jawohl, wir sind da drin, die Band ist gerade auf die Bühne gekommen, es ist sau laut, es ist der erste Breakdown gejettet. Wie so ein Sportreporter so und dann einfach so, hörst du nichts, wenn auf der Bühne einfach so, und du so, jawohl, der erste Breakdown ist gekommen, jawohl, die Wireless-Gitarre funktioniert, das ist super, ich bin der Beat Breu und nehmt die Woche Scheissponys weg. Ja, komm mal. Der hat gar nicht Beat Breu geheißen mit den Scheissponys, wer ist das gewesen? Nein, der hat Ding der Jucker, der Hans Jucker. Ja, Hans Jucker. So ein geiler Sieg gewesen. Ich habe dir das Video schon mal gezeigt, Ricky, von dem Schweizer Sportkommentator, der voll am Eskalieren ist. Das ist möglich. Der mit jetzt kommen wieder die huren Scheissponys. Jetzt kommen die Scheissponys wieder. Kopf, du. Hast du auch einen von Schotten geschickt, der ähnlich ist? Schott? Ja, doch, das auch. Eben. Scotland. Und der hat einen ganz ähnlichen Werdegang gehabt wie der Ossi. Der ist auch so 2 Wochen nach seiner Pension gestorben. Eigentlich noch krass. Ja, das ist schade. Das ist wirklich ein geiler Sieg gewesen. Das ist. Da kommen zwei so Scheiss drin. Da kommen 2 so Doppeln. Das sind so 2 Skifahrer. So, Jungs, ich wünsche euch noch eine super Folge. Hey. Ich gehe. Danke, Brian. Das wird jetzt sicher weniger gut, wo du nicht mehr rum bist, Ja, aber voll. wir geben uns Mühe, das Level mindestens nicht fest abzusenken. Ja, voll. Das schaffen wir. Okay, have fun und bye bye. Danke, bis am Bye, bye. Freitag. Tschüss. Top. Wenn du jetzt auf deinem Handy würdest ein Porno laufen lassen, würden wir das auch hören. Ja. Ey, das heisst, wir könnten theoretisch gesehen Musik laufen lassen. Wir können schon Musik laufen lassen, ja. Von irgendwelchen Underground-Bands, die uns nicht anzeigen. Ja. Das könnten wir schon machen. Ha, Voll. ungern. Es ist so, wenn das Handy von Brian nicht mehr drinnen ist, ist es mega ruhig im Ohr rein, weil es nicht mehr so das Rauschen hat im Hintergrund. Nein, ich hätte schon können da einfach beim Handy Leute machen und da leise beim Input, aber fuck it. Jetzt wissen wir es. Aha, nein, das ist wieso egal. Ich meine, das Rauschen ist vom Handy gekommen, von Brian im Handy-Mikrofon. Das ist auch möglich. Aber Nein, es ist ziemlich sicher das gewesen, weil du hast beim Brian, es halt so einem Handy immer und du hast generell das Rauschen und du hast ein scheiß Mikrofon da drin. Ja. Aber Wobei, nein, so ein es ist scheiß Mikrofon kannst du gar nicht es ist reinhalten. erstaunlich gut tönt für Ja, Handyplan. logisch. Ja, gut, das ist das Telefon, das ist so schlecht kann es nicht sein. Ja, schon profesh. Ich meine, das erste Breakdown auf Sanity-Album ist aufgenommen worden, indem das jemand in den Laptop eingeschraubt Ja, hat. voll. Also, wer wollen wir telefonisch terrorisieren? Willst du jetzt wirklich telefonisch terrorisieren? Vielleicht nicht heute, aber jetzt, wo es wissen. Jetzt geben wir bekannt, dass wir das können. Also Leute, wenn ihr einen Anruf von mir bekommen, zu 99%. Nehmt nicht ab. Zu 99% ist bei dem Podcast. Nehmt ja nicht ab, es kommt nicht gut. Voll. Aber ja. Willkommen zum Metal Saber. Yes. So, jetzt können wir den Brian nämlich anrufen, das ist cool. Jetzt haben wir mehr von Brian im Podcast. Und Das sollte ich halt einfach auch auf Baden zügeln, der Brian. einfach alle auf die Baden zügeln. Nein. So viele Leute sollten nicht auf Baden kommen. Voll. Mir ist letztens gesagt, ich sollte nicht so viel über Greenfield Tuschi reden, weil sonst ist irgendwann zu viele Leute da. Ja, das stimmt. Ja. Das ist so wie Best Kept Secret. Worst kept secret ever. Aber ja. Dann eben Grenichen gibt es nicht die Duschparty, habe ich gehört. Nein, das ist nicht das Greenfield. Aber ja. Das ist nicht, geht nicht. Das geht nicht. Nicht das Gleiche. Mhm. Es ist nicht das Gleiche. Ich habe mich vorher mal gefragt, weil wir haben das Intro aufgenommen und Ricky hat mein Mikrofon ein bisschen laut gehabt und ich habe geklippt wie Sau. Ja. Für Leute, die nicht wissen, was Klippen ist, das ist, wenn du etwas aufnimmst. Wie erkläre ich das jetzt korrekt? Zu heiß ist. Sag mal, wenn du es aufnimmst, ist es zu heiß. Bro, Es ist zu laut. da versteht keine Sau, was genau passiert. Es knuspert. Ja, aber das Knuspern, da weiss auch keine Sau, was passiert. Wenn ich wollte erklären, was passiert, wieso das so ist. Das Signal wird geköpft. Ja, auch dort versteht keiner, wieso. Marie Antoinette in der Französischen Revolution. Ja, aber schau jetzt, also, das funktioniert doch einigermaßen so. Wenn du irgendetwas aufnimmst, dann hat es Audio hat ja immer eine Welle, oder? Trivium hat ja recht gehabt. Mhm. In Waves. Alles Ja. kommt in Waves, oder? Ja, Dann hast du ein Signal und das ist so. Und irgendwann gibt's bei einem Input oder einem Output einfach ein Level, wo der gar nicht mehr mag. Er mag entweder nicht mehr aufnehmen oder er mag nicht mehr rausgeben. Und wenn du dort nachher einfach Signal so laut machst, dass die Wellenform eigentlich grösser ist, wie das, was es mag rausgeben,
dann wird es einfach so abgeschnitten und dann wird es so keinen schönen Ton mehr machen. Dann macht es einfach so, dann vibriert es, dann verzerrt es. Das ist das, was wir alle geil finden, der Gitarre. Rein elektrisch gesehen funktioniert das so, oder? Ja. Und durch das, weil wenn du einen Verstärker hast, dort passiert es ja eigentlich, dort hast du Distortion, weil du nimmst Signal und machst einfach. Es übersteuert. Ja, eben, weil es zu viel Signal kommt, Genau, weil du zu viel gibst. Du gibst ihm zu viel, wie er mag rausgeben. Voll. Es kommt mehr rein, wie raus mag und darum macht er einfach so. Genau. Und das ist das, was alle Gitarristen geil drauf sind. So, was aber geil tönt. Ja, voll. Was machst du, dass Gitarre geil ist für dich? Das, So jetzt abgesehen von deinem einen Plugin, das du brauchst für alle Bands. Wenn du jetzt nicht das Plugin hast. So, du hast Rig, du hast effektiv Hardware zum machen. das Metal Zone in meinem Bedding Ramp. Ja, dann können wir Black Metal aufnehmen, Alter. Das Yes. war Rig, ein kleiner Behringer Amp mit einem Metal Zone vorne. Also ich hatte Metalcore vom Boss. Das ist gar nicht mal so ein schlechtes Pedal gewesen. Das ist eigentlich wirklich ein gutes Distortion-Pedal gewesen. Ja, nein, ich habe Metal Zone gehabt. Ich habe es gekauft, nachdem ich bei Wahlstimmen zählen und habe dafür irgendwie 100 Stutz bekommen. Und bin nachher mit dem Geld das Metal Zone geholt. Mit 17. Der Ricky mit 17 macht er etwas für unsere Militärdiktatur und geht nachher Das erste und letzte Mal, Metal dass Zone wir das kaufen. gemacht haben. Ja. Voll. Aber abstimmen tust du schon. Weiß auch nicht. Sollte schon. Das ist noch wichtig eigentlich. Ich weiss. Also, I Kinder- played the fifth. Alle, Wir die wissen jetzt, nicht. also Kinder können eben nicht stimmen, aber alle, die über 18 sind, können abstimmen. Ist wichtig. Unbedingt. Außer die stimmen Nazi-Krams, dann stimmen nicht ab. Voll. Oder dagegen. Ja, das stimmt, aber wenn es für Nazi-Krams stimmt, sollen sie nicht abstimmen. Aha. Ja. Könnt einfach stimmen. Ja, wie wenn Ja. du ins Studio gehst, musst du stimmen. Unbedingt. Immer stimmen. Ja, voll. Aber Bella, Ja, wie läuft das Leben? du hast recht. Ich würde für mein Signal Stimmt. würde ich das machen, was ich jetzt eigentlich daheim mache. Also das ist eigentlich, was ich bei Taoist mache, weil ich habe ja einen Tube Screamer dort Ja. und einen Amp, der so schon Distortion ist, aber nicht so Hast du einen Metal Tube Screamer? High Gain. Ja, Bro, ich habe einen Tube Screamer auf dem Pedalboard. Ah, das habe ich gesehen. Ja. Yeah. Und der macht nicht so High Gain Metal für Distortion, nicht so PV 5150 Distortion, weil die finde ich scheiße. Sondern so ein orangiger oder so ein Laney. So ein Crunch. Bruder, ich bin eigentlich Black Sabbath Gitarrist, blöd gesagt. Pretty much. Pretty much. Und dann machst du dort so ein bisschen heavier Crunch Sound und dann machst du mit einem Tube Screamer oder mit einem Booster und dann macht es aber in geil. Gut, das Signal auch ein bisschen tighter machen. Das sollte Ja, der Tube Screamer theoretisch machen. ja, also tighter, du meinst, also, Ist ich liebe den Ausdruck, er macht Signal tighter. Ja, es ist einfach ein der Mid-Boost. Low-End. Es ist einfach ein Mid-Boost, er cuttet einfach High-End und Low-End weg. Aber der tut aber auch der Low-End. Ja, er nimmt das Low-End weg, macht das High-End weg und gibt ihm einen Mid-Boost. Das macht ein Tube Screamer. Ja, aber Ist aber geil. Overdrive. Aber ich finde den Tube Screamer nur beim Orange geil, bei anderen Amps finde ich ihn scheiße. Ja, es kann schon too much werden. Max. Ja, bei meinem 5150 finde ich ihn nicht so geil. Bei So meinem ein Blackstar habe ich nicht so geil gefunden. Dort hat es nachher eine Uhr so gemacht. Ja, und wenn ja. ich dort aber einen Booster davor hatte, hat es so gemacht, dann hat es mir so gemacht. Man kann es schon übertreiben. Aber Ich finde es auch gut, wenn ich Sounds to be beschreibe. honest, wer spielt Amps heutzutage? Taoist. Alle Kiddies spielen nur Plugins. Taoist und Must Be Wrong spielt Amps. Ja. Ich habe ihm Jan letztens geschrieben, weil er immer so, irgendetwas von Amps und ich so, ja, aber wenn Taoist und Must Be Wrong zusammenspielen, dann ist nur Amps. Ja, das wäre Wir geil. könnten eigentlich das machen. Das Taoist Unbedingt. Must Be Wrong Konzert und es nur Ampfest nennen. Ja. Ampfest. Only Amps mit OnlyFans Oh yes! Logo. Yes! Aber Yes! Also Jungs, falls ihr du wisst's. Veranstalter bist und Bock auf dumme Scheiße hast, machst du Only Must Be Amps. Wrong und Taoist als Support Act und dann Only Amps Only Amps. mit dem Beste. OnlyFans-Logo. Oh, das wird funny. Und dann können alle Bands, die keine Amps haben, können dort gar nicht spielen. Ja. Also Band, ihr bucht, schickt euch einen Tech Rider. Ah, sorry, nein, ihr habt Ja. Line 6 Helixes. Gehen heim. Ja, genau. Das ist schon geil, Amps. Das habe ich schon ein bisschen vermisst. Ja, aber es ist auch der absolute Pain in the Das Ass. ist schon Pain, ja. Also es ist eigentlich beides
das ist eigentlich alles Pain in the Ass. Wieso machen wir das überhaupt? Life is pain. Ich könnte einfach die hocken und es gemütlich haben, aber nein, Ja. wir spielen irgendwie nach Kellerkonzert. Ja, voll. 40 Grad. 36 Grad und es wird noch heißer. Also jetzt wird es plötzlich heißer, obwohl es den ganzen Tag eigentlich Ja, kalt ist. der ganze Tag ist scheißwetter gewesen. Jetzt wird es hot Ja, as ja. fuck, Ja. boys. Einfach, hey. Was hast du da gemacht letzte Zeit? Arbeit, Mountainbike, Arbeit. Ich habe mir einen neuen Mountainbike-Helm gekauft. Produzieren, konsumieren. Gar nicht mit Metal zu tun, aber ist ja gleich. Ah ja, ich habe Death Heaven. Ich habe einen Podcast vom Dings gelost, vom Knocked Loose Gitarrist und dem Craig Reynolds. Und dort haben sie gesagt, dass Death Heaven Shoegazy Black Metal ist. Und dann habe ich gedacht, boah, yeah, Shoegazy Black Metal. Ist sicher geil. Dann bin ich auf Engelberg gefahren und dann habe ich, habe ich Death Heavens neue Album gelassen. Das ist fucking lit, Alter. Also wenn du Harakiri von der Sky geil findest und Fjord, dann sollst du das mal hören. Das ist nämlich so richtig so geil. Es ist geil. Ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, nach 30 willst du immer Shoegaze-Shit machen. Nein, ich will nicht. Ich will schon nicht das machen. Ich will das machen, was ich morgen mache. Ich will Eversis aufnehmen. Gibt es neue Musik? Ich bin seit einem Jahr dran am Schreiben. Ich bin dran am Schreiben, oder da weg ist. Und jetzt gehen wir morgen Vocal-Demos aufnehmen für 3 Songs. Geil. Und dann gehen wir schauen, kommt das gut. Und dann können wir vielleicht sogar am 19. September im Werk, Gaswerk. Wie heißt eigentlich alle, wenn ich ein Werk? Keine Ahnung. Das Gaswerk. Weil Werk zum Volk gehört. Keine Ahnung. Da wird gewerkt. Gewerkt, ja. Ja, das ist so. Der Ricky ist mit seinem Knie wieder bei mir. sorry. So ein Sexgerät. Ist okay. Ich frage mich nur gerade, wieso der Stuhl so komisch ist. Ist der schon immer so gewesen? Ich glaube schon. Okay. Ja. Gut möglich. Ja. Ja, und dann kommt es gut. Dann haben wir probably einen neuen Song ready. Und es wird ein hässiger Banger. Geil. Es wird ein hässiger. Einfach Eversis Goes Deathcore. Nein, das schon nicht. Das wäre schon lustig. Das schon nicht, aber ich glaube, man merkt bei den neuen Songs, dass ich ein bisschen viel Architect und Linkin Park gelost habe. Der Dings bin ich schon viel am Hören, das letzte Architects-Album. Ja, das ist gut, das ist brutal. Also das neue Linkin Park Album ist auch brutal. Das sind beide sehr brutal. Vorher habe ich nicht viel Architects gelost, aber das letzte Album einfach auf und ab hören. Ja, das ist noch gut. Okay, ja, der Ricky, für alle, die jetzt den Podcast nur mal hören und nicht schauen, dem Ricky sind gerade Nasentücher aus dem Hosensack gefallen. Er hat sein Mikrofon auf sein Bein gelegt und er ist jetzt am Schnitzen. Und jetzt warte ich eigentlich nur darauf, bis Ricky das Mikrofon vom Bein runterrollt, am Boden ploppt und euch allen das Gehör rausschellert. Sorry, mein Pimmel hat auch etwas sagen. Nein, aber sorry, ich bin die ganze Woche schon krank gewesen, im Bett. Ricky ist am Freitagabend in Lidl und dann ist er krank gewesen an der Geburtstagsparty von Dave. Hey, das habe ich verpasst. Ja, das war mega lustig gewesen. Halb war der gewesen. Der Dave, der Mike, ich und der Nicky. So ein fucking Scheiß, Mann. Ich habe mich so Man hätte einen Gig spielen, ja, wenn du rum gewesen wärst. theoretisch. An dem Tag hatte ich auch eine Recording-Session, ich musste verschieben. Bei einer anderen Entzündung, also Angina-Dings. Und ja, das ganze Wochenende, jetzt geht es mir besser. Ja, sag's. Einfach Sommerkrankheit. Ich weiss effektiv nicht, was der Bruder macht. Aber Ich bin, glaube vor einem halben Jahr das letzte Mal krank gewesen. ja, eben, ich bin ein halbes Jahr eigentlich nicht krank gewesen. Und dafür, sobald ich mich wieder einigermaßen gut gefühlt habe, habe ich 3 Demos geschrieben. Von dem her, das kommt gut. Ah, ich meine, da ist released. Ah ja, stimmt. Aber Ha! das kommt erst bei den Releases. Du hast Lüge nicht, du hast keinen einzigen Release Ich habe aufgeschrieben. eine Playlist. Oh, Aber in der Playlist smarter haben wir Boy. ja, genau. Wir haben nicht mehr aufgeschrieben. Nein, von dem her es war eine gute Pause gewesen. Ich war einfach krank gewesen, habe einfach Dark binge-watched. Was zum Fick ist Dark? Dark ist die beste deutsche Sci-Fi-Serie, die es so mit Time Travel und so. Es ist ein deutscher Stranger Things, but pretty much. Apropos Stranger Things, ich habe jetzt endlich mal angefangen Stranger Things zu schauen, plus ich habe einen Synthi und jetzt habe ich das Problem, jetzt wo ich Stranger Things Musik mache, aber ich habe ja schon die Evertis-Demos geschrieben. Aha, ja. Ist jetzt ein bisschen dumm. Wir sind eben auch mit ich habe das Intro gemacht Stranger jetzt. Things am schauen, weil jetzt kommt eine neue Season irgendwann raus. Sind wir alles von vorne wieder am schauen. Ich bin jetzt bei der Season 3. Schon zum 3. Mal. 4. So. Gut, ich bin erst noch... Wie viel jetzt? 4, oder? Hey, keine Ahnung, Alter. Ich weiß es 4. nicht. In welcher schafft der Steve in dem Mall? Der Steve ist einfach der geilste Sieg ever. Ich weiß nicht mehr im Fall, aber ja. Der 5. ist, glaube ich, die letzte Season. Ja, keine Ahnung. Nein, Oder 4.
keine Ahnung, ich weiss nicht, was bei Stranger Things passiert, ich habe es bis jetzt noch nie geschaut, also wehe, ihr Spoiler immer als ihr Wichser. Ich weiss, dass am Schluss Metallica Endgegner-Level kaputt macht, aber mehr weiss ich nicht. Von dem her spoilern wir bitte nicht. Stranger Things. Stranger Things ist schon geil. Ich bin Fan von Dustin, Alter. Der Will ist ein absoluter Creep. Ja. Das Kind macht mich fucking psychisch fertig. Es sieht vor allem auch aus wie der fucking Harry Potter. Und ständig benimmt sich wie der Harry Potter. So, I can see things. Ja, He's back. aber Dark ist sehr cool, ist spitz düster. Stranger Things ist schon düster, aber Dark ist schon düster. Es wird hure fucking komplex mit dem Time Travel Shit, ich muss ehrlich sagen. Es ist die letzte Season, wo ich am Schauen bin, so, fuck me, man. Ja, das ist mir zu blöd kompliziert, schon, Alter. aber sehr geil. Also erste Season ist wirklich top. Zweite ist auch noch cool. Dritte ist schon interessant, aber ja, ich bin noch nicht fertig. Aber, du machst jetzt gerade gar keine gute Werbung für das Ding. Aber ist sehr gut. Und eben von Deutsch gemacht. Und es ist auf dem Level von Stranger Things. Also das ist wirklich insane gut. Sehr bekannt. Also dass du es nicht kennst, hat man schon. Wieso? Das ist absolut nicht. Dark ist schon bekannt. Ich schaue gar nichts an Zeug. Bruder, ich habe Game of Thrones und Herr der Ringe nicht gesehen. Das ist... I do not give a fuck. Das ist beschämend. Nein, beschämend. Das geht so. Also weißt du, ich bin so festgehatet worden dafür, dass ich Game of Thrones nicht geschaut habe, dass ich mich jetzt wirklich weigere, das zu schauen. Du willst einfach Sigma Male sein. Ich bin Sigma Male. Ich habe nämlich der Gitarrist oder der Bassist von Barry Tomorrow hat mal ein Review zu Game of Thrones gebracht. Echt? Ja, in einem Interview haben sie darüber geredet und dann hat er gesagt, Tits and a whole bunch of nothing happening. Also es ist schon, man muss schon sagen, also wenn du das irgendwie mit Familie willst sehen oder so, also es hat so viel Sex in seinem Fall. Es ist... Aber Tits and a whole bunch of nothing happening. Ja, schauen das einfach alle, weil wenn Sex grüseln. Ich weiss, ich has Amix im... Oh ja, das ist ein Drache. Ich has Amix auf dem Laptop geschaut im Zug, wo ich von Bern nach Zürich und von Zürich nach Bern gefahren bin. Und Alter, immer. Ich bin am Schauen und plötzlich kommt eine Orgie-Szene und ich so einfach zumachen, so hell no, bro. Das schaue ich nicht im Zug. Why? Weil ich schäme mich. Why? Weil ich bin da so mit dem Laptop, 50,6 Zoll, einfach im Zug am Schauen und plötzlich kommen wir machen einen Dreier und ich bin da am Schauen und laufen einfach Leute vorbei. Kennst du die Leute? Nein. Ja, also. Aber ist ja absolut nicht peinlich. Für mich ist es schon peinlich. Wieso? Weil schon. Ich meine, stell dir vor, du läufst im Zug rein und ist einfach straight up Softporn am Schauen. Ja, dann würde ich sagen, was bist du für eine Pussy? Schau richtige Pornos. Fair. Ich glaube, das wäre mehr. Also. Aber da siehst du, jede Person ist anders. Und, das wäre mir sowas von gleich. Ja, das ist halt mistig. Ich schäme mich schnell. Besonders wenn Porno einfach läuft in einem grossen Screen vor meinen Augen. Ja, aber das ist ja kein Porno, Alter. Das ist ja immer noch... You see tits, you see butts. Ja, das ist basically regulär Real Life. Im Zug, weißt? Ja. Dann musst du es ja nicht ins Gesicht haben. Nein, aber... Kannst ja einfach den Bildschirm so ein bisschen abdrehen, dass man nicht vom Gang aus reinsetzt. Aber ganz ehrlich, ich habe auch im Zug Metalcore gemischt, von dem her ist irgendwie das Gleiche. Das wäre mir eher peinlich. Das wäre auch, ja, das wäre peinlich. Das wäre mir wesentlich peinlicher. So, hey Kinder, wenn ihr Breakdance lassen. Ich habe wirklich herausgefunden, wieso sich so viele Leute reden als du, Ricky. Wieso? Weil ich das Mikrofon einfach an die Fresse anheben. Ich habe vorher dir zugeschaut, wie du den Leute gemacht hast und du hast den Regler aufgedreht und weißt du, was du 2 Sekunden vorher gemacht hast? Was? Das Mikrofon vom Maul wegnehmen. Ja, da siehst du die Erfahrung als Broadcaster. Da. Ja, das ist eben gut. Nein, das ist easy, kein Problem. Ich habe nur gerade gedacht, ich habe dich eben gesehen, du hast immer das Mikrofon weiter weggenommen von deinem Maul und dann einfach den Regler anfangen aufzudrehen. Ja, es ist zum Spannung aufbauen. Ach so. Dynamik. Ja, Dynamik, ja. Ja, das ist wichtig. Das haben die meisten von euch noch Songs nicht da draussen. Ja, Ride the Faders, weißt du. Musst mal Dynamik kann man im Fall auch in einem Lied rein haben. Musst mal einen kleinen Interlude haben vor einem grossen Breakdown und so, weißt du. Ja, du kannst... Was ist das gewesen? Wer hat das schon wieder gesagt? Ich habe letztens ein Interview gesehen. Oh, das war sogar der Avicii gewesen. Nein, nicht der Avicii, der ist tot. Der David Guetto. Guetto, David. Der David Guetto, Junge. Ja. Ich bin der Gangsterfreund von David Guetta, nennt mich David Guetto. Von welchem Rapper ist das jetzt schon wieder? Weiß nicht. Das könnte Edgar Wasser gewesen sein. Auf jeden Fall hat er gesagt, the thing about music, er hat so einen French Accent, weil er ist French. So French as fuck, der Dude, Alter. Wenn du den anschaust, denkst du einfach so, jupp, der ist French. Ja.
the thing with music, you have to have the combination of, exciting and quiet, and loud and quiet. Because if it's only loud, it's never loud. But if it's like quiet, and then it gets loud, it is really loud. Und ich so, oui, wir sind die Kulturhauptstadt Nummer 1. Wir haben ein penisförmiges Gebilde in die Mitte von unserer Stadt gebaut. Hoppa! Ihr habt keine Kultur, ihr Schweine. Hoppa! Und dann hocken sie an der Szene und hören Hardstyle. Ja. Oder Proleten, Alter. Aber wenn du schon von Craig Reynolds redest, ich habe letztens mit dem Gitarrist, mit dem Sänger von Orthodox geschaut. Und Orthodox ist die Band, die ich abchecken sollte. Holy fuck, man. Das habe ich im Taos-Chat geschickt. Einfach so wie... Ist das gewesen, was du letztens geschickt hast und alle gesagt haben, es sei hure heavy? Gojira Core, pretty much. Das habe ich fucking nicht heavy gefunden, Alter. Das ist so sick, man. Ja, aber das ist eben genau das, was ich vorher angesprochen habe. Es ist einfach immer, es ist wie Throne, es ist immer da oben. Nein, finde ich nicht im Fall. Es ist organischer. Vielleicht hat es mir einfach abgelöscht, weil das erste, was ich gehört habe, ist einfach so eine downtuned, überproduzierte Breakdown gewesen. Das ist geil. Das löscht man schon mal ab. Ja, die sind brutal sick, die bin ich am hören. Ich bin wie ein Netflix-Film. Ich brauche Diversity. Fucking Jokes per second heute sind ja on point. Makes them guitars black. Ja, Alter! Ich brauche Diversity, make them guitars black, Alter. Ich meine mit schwarz nicht die Farbe von der Gitarre, sondern die Art vom 32. durchballern mit viel Reverb. Ich meine, für Breakdown brauchst du China. Nein. Ja. Ich sag nein. China Breakdowns. Nein. Immer. Alle machen China Breakdowns, machen wir etwas Und anderes. nachher ein paar Rides inzwischen. Ding, 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 ding. Ja, okay, das finde ich geil. Mhm. Es gibt nichts Geileres wie während so einem freshigen Two-Step-Part einfach. So Fußregeln für alle Gitarristen, die wollen MIDI-Drums schreiben. Crashes für Choruses, Crash und Hi-Hat für Verses. Ride kannst du aber überall brauchen. Beats, Verse, Ride, Verse sind auch cool. China und Crash für Breakdowns, hauptsächlich China. Und Ride kannst du aber auch überall tun. Soll ich dir meinen Keimtipp geben für zum Drums programmieren? Mhm. Mach einfach irgendetwas, damit du Gitarre spielen dazu und nachher schickst du den Track ohne Drums zu deinem Schlagzeuger. Ja, voll. Dort bekommst du weniger monotone Drums. Das stimmt. Hey, egal was ich mache, ich habe mir hure Mühe gegeben beim Drums programmieren. Der Domi so, ja, schick mal ohne Drums, also ja, man merkt, dass du Mühe gegeben hast. Ja. Du musst aber üben, einfach machen. Ich mache ja. Einfach weitermachen. Ich mache ja, aber ich wollte, aber weißt du, was ich meine? Egal was ich mache, ich spiele nicht Schlagzeug. Ich will nie einen Drumpart schreiben, wie ein Schlagzeuger das will machen. Ja. Das ist schwer. So, weißt du, was ich meine? Das ist auch bei der Taoist-Sache. Bei den neuen Songs, die du mir schickst, die tönen schon geil. Mhm. Aber sie tönen, die sind ja, von der Production her sind ja deine Demos eigentlich schon fertige Songs. Könnte. Quasi. Also es fehlt nicht viel. Deine neue aber du merkst, dass das Drum programmiert ist und nicht, dass ein richtiger Schlagzeuger Schlagzeug gespielt hat. Nein. Doch. Come on, ich Doch. Du gibst es schon mehr, aber man merkt es halt gleich. Ja. Da gebe ich schon mehr mit meinen Drumparts. Nein, deine Drumparts sind super, das sage ich ja nicht. Aber man merkt es halt gleich ein bisschen, weißt du? So, wenn, also ja, definitiv. Also weißt du, ich meine, wenn du jetzt natürlich das würdest, bin mir sicher, wenn du das würdest polischen und alles machen, um es richtig zu haben, dann wirst du am Schluss... Wo ich es am meisten merke, ist beim Swing von den Cymbals. Das ist definitiv so. Ja, Cymbals sind wirklich... Alles andere ist auch... Kick und Snare sind schon recht on point, aber ich muss sagen, Cymbals ist schon schwierig zum so realistisches Swing und so. Ja, das Ding ist, aber du merkst es auch viel weniger, je mehr Schlagzeug das ist. Weißt du, was ich meine? Wenn du irgendein so ein Black Metal Projekt hast, wo das Schlagzeug einfach macht, das ist scheißegal, ob es programmiert ist oder nicht. Aber wenn du so ein bisschen etwas Rockigeres hast, weißt du, ein bisschen mehr sexy Music, so Royal Republic mäßig, dann merkst du es schon. Ja. Das haben sie beim dem hohen Podcast, wo Frank Carter and the Rattlesnakes beim Craig Reynolds war. Haben sie eben auch gesagt, ja, Stray from the Path könnte das Schlagzeug easy einfach programmieren, dann hätte das fast gleich tönen, wie wenn er es spielt. Aber beim Frank Carter würde das programmierte Schlagzeug scheiße tönen, weil das ist zu viel Leerraum zwischen ihnen, weißt du? Ja. Das ist zu viel Space. Und das kannst du irgendwie mit dem programmierten Schlagzeug nicht so gut machen.
Wenn du einfach so ein Symbol anhaust, weißt du, und das dann so aushält und alles. Und einfach halt nur so weniger Schlagzeug rum ist, dann musst du mit dem eben so Room-Mic und allem Zeug, fühlt es viel mehr. Ja, das macht das auch ein Ding und das kannst du halt überspielen, wenn du viel Schlagzeug. Wenn du halt 32 Mal auf Snare haust, ist es halt wie so egal, wie es hinten raus tönt, weil es einfach brrr, wenn du nur den Anschlag hörst. Wird sowieso nachher Sample Enhanced und so. Also das ist schon so. Ja, das kommt eben darauf an. Symbols sind eben die, wo ich nicht Sample enhance. Ja, aber wenn es viel Sample Enhanced ist, hast du nachher auch wieder das Problem, dass alle Ghost Notes und so nicht rum sind. Die muss ich auch triggern. Ja. Manuell. Tau ist Ghost Notes, habe ich alle triggern. Ja, das ist gut. Ja, das ist fucking gut. Arbeit, Mann. Ja, das Jede glaube ich, einzelne fucking Note. Darum würde ich einfach mal sagen, hört auf, euch ein Zeug zu fest zu überarbeiten. Macht es einfach mal. Aber dann, was sage ich? I don't do shit in production. Eben. Wobei, was ich kann sagen, ist, glaube also, wenn wir bei Eversis etwas aufnehmen, wie der Timo und der Domi haben Drums für die letzten 3 Singles aufgenommen. Ich weiß nicht, was der Mischer gemacht hat. Ich weiß nicht, was der alles gemacht hat. Aber ich kann dir jetzt schon sagen, dass das Schlagzeug ganz sicher nicht grid-aligned worden ist. Ja, das ist fair. Ja. Ich meine, Grid-Align ist auch nicht immer wichtig. Das Wichtigste ist, dass die Elemente miteinander aligned sind. Ja. Das habe ich beim Editing gemerkt. Es muss nicht immer einfach zu der Grid sein, weil dann könntest du auch MIDI-Drums machen. Aber mindestens, dass Gitarre, Bass und Drums einfach mal synced sind. Oder? Wenn der Kick irgendwie eine Millisekunde hinterher ist oder so, dass alles andere auch noch mitmacht. Ja, ja. Mhm. Also eben, ich kann dir, Also, kann dir jetzt schon sagen, ich bin gestern auch 4 Stunden am Meditieren gewesen, deswegen habe ich es gerade so frisch. kann ich euch sagen, bei Und das war Eversis, für einen Song gewesen. bei Eversis ist ganz sicher nicht allzu viel editiert. Because of the laziness of the people who are recording, which is me and the band. Nein, aber man unterschätzt auch den Impact vom Editing im Fall. Das ist schon sehr wichtig. Das geht so. Bin mir fast sicher, dass so. Es kommt halt immer darauf an, was du willst. Wenn du so eine überkleine, überproduzierte, moderne Metalcore-Production willst, dann ja. Für Metalcore brauchst du schon, ja. Wenn du ein bisschen hässigeren, freshiger Scheissmix willst, eher nicht. Ja. Aber du kannst auch Punk machen und einfach nicht machen. Ja, es kommt darauf an. Einfach Ich bin mir One-Takes. ziemlich sicher, bei Punk ist auch ziemlich viel editiert. Punk kannst du One-Take machen. Nee. Doch. Aber einfach Snare seit einem Jahr nicht mehr tunen. Snare-Tunen ist für Anfänger, Alter. Jetzt kommen alle Metalcore-Drummers, jetzt kommen so alle Romans und Daves und alle kommen so, nein, ein Snare muss so tönen. Und dann denke ich mir so, ja, und dann tönt jeder Snare genau gleich. Hört doch auf. Ich wollte... Ihr seid einfach nur hochtunte Piccolo-Snares, Mann. Ich nicht. So fucking Ich will so geil. eine, wo du das Gefühl hast, du kommst auf Faust in die Schnurren über, wenn du drauf gehauen hast. Ja, so So- High-Tuned Snares sind schon sick. So richtig Jack. Nein. So richtiger Das muss so Nachhalt. richtig Ring. Das muss so Nein. umf drin, Alter. Nein. Das muss so eine Pantera Das Snare. ist zu Alter. 2020, Alter. Ich brauche fucking... Bam! Das muss tönen, wie wenn so ein Hillbilly mit einer Shotgun auf einen Autoreifen schießt. Nein, es muss so tönen, als ob gerade einfach ein Flying Kick auf Flyer Einfach so ein Hillbilly mit einer Shotgun auf einen Autoreifen schießt. Ja. Das ist, Wir sollten mal unsere Snares samplen. Und zwar einfach kein Snare machen, sondern du gehst irgendwo Leute, die sich Schlönt holen, weißt du, so, und ich gehe irgendwelche Hillbillys filmen, recorden, die mit ihren Shotguns auf Autoreifen schiessen. ja, das ist fair. Ich könnte mir mit einem Shotgun einen Snare machen. Wahrscheinlich schon. Ja, kannst schon samplen, ja. Samplen, ein bisschen anpassen. Nein, nicht anpassen, einfach direkt schiessen, Alter. Also ja, kannst schon. Ja. Einfach schicken. Obwohl es... Which instrument do you play? The gun. Ja, müsstest schon ein bisschen... Kennst du das Meme? EQen. Nein, musst nicht. Doch, Das sagst du jetzt einfach. Zu viel Low-End, Alter. Du mit dem Low-End. Zu viel Low-End. Du musst nicht, du musst gar nicht. Ich finde es immer so geil, ich liebe das so, wenn alle kreativen Leute immer sagen, weißt du, man darf sich keine Grenzen setzen. Man muss alles immer so, man muss alles machen, wie es gerade kommt und wie man es fühlt. Und dann macht es trotzdem immer genau das Gleiche. Bei allem. Mhm. Hast du das noch nie lustig gefunden, wenn du so Sachen hörst, wo so, eben, weißt, wir haben das inspirieren lassen von tibetischen Kehlkopfgesang und afrikanischen Bongo-Trommeln. Und dann denkst du so, jo, und es tönt trotzdem wie ein Welsh Sleep-Song. Ja, ist fair. Ah, ja. Ich sage einfach, ich muss aus der Komfortzone rauskommen. Ich weiss auch nicht, wo ich hin will. Wir haben kein Thema, jetzt um darüber zu schnurren, darum bin ich jetzt einfach so ein bisschen am Labern. Nein, das ist schon fair.
aber irgendwie ein System ist schon noch wichtig, zum eine Mindestqualität-Threshold haben. Ja, das sage ich ja nicht. Ich sage nicht, du sollst scheiß Qualität liefern. Ich sage nur, du sollst das Zeug vielleicht nicht immer so machen, wie du es immer gemacht hast oder alle anderen machen. Definitiv, naja. Aber heutzutage ist auch so üblich, alle brauchen die gleichen Samples. Ja, das meine ich ja. Es brauchen alle die gleichen Samples, es brauchen alle das gleiche Drum-Programm, das gleiche MIDI-Drum, es brauchen alle die gleiche MIDI-Bass und es brauchen alle das gleiche Plugin vom Nolly zum Tönen wie Gojira-Gitarre. Du hast nur DSP Nolly und nur DSP Gojira. Das ist beide. Das sind zwei. Siehst du, wie wenig ich mich für das interessiere? Ja. Ich weiss nicht mal, was für Gitarren auf den letzten Versus-Alben auf den letzten Versus-Records drauf ist. Weil wir haben ihm einfach Helix und DI geschickt. Oh, ja. Ich habe keine Ahnung, ob es Helix gebraucht hat oder ob es nochmal mit DI nochmal aufgenommen hat. Das ist ein guter Punkt. Nein, es gibt. So, I don't fucking know. Wenn ich was aufgenommen habe, nicht mal merken, ob es ein anderer Sound ist. Also, dann fucking hell, Alter. Das ist eh gleich. Dann ist es eh gleich, was du machst. Aber heutzutage hast du schon so gute Tools, dass es schwierig ist, dass es nicht gut tönt. Ja. Jetzt ist einfach mal die Challenge, den eigenen Sound zu finden. Aber ich finde ja, aber eben den eigenen Sound finden ist fucking schwierig, wenn du das gleiche scheiß Plugin brauchst wie alle. Ja, aber weil du hast so eine horrend grosse Auswahl an Plugins und trotzdem brauchen alle das Gleiche. Ganz ehrlich, Anfangs 2010s haben alle 550 gespielt. Ja, das ist schon so. Und haben alle gleich getrennt. Das ist schon auch so. mit Mikrofon. Das ist schon so. Aber das Ding ist halt, weißt du, alle Bands suchen immer ihren eigenen Sound. Eben, deswegen und nachher machen sie aber trotzdem... In einer Welt von 550 be an Orange. Weißt du, was ich meine? alle Leute, die nichts mit Gitarren am Hut haben, so, hey, was hat jetzt die Zahl mit Orange zu tun? Voll. Also ich kann es auch, dass du einfach findest, wie willst du einfach den Sound haben, den alle anderen haben, weil es einfach gut tönt. Und nachher, eben, irgendwann kommst du zum Treasure, wo einfach, es tönt gut und dann ist einfach der Suche nach meinem Sound. Ich kann auch die gleichen. Sind darum alle Hardrock-Bands von allen gehatet worden, weil plötzlich alle Hardrock-Bands gleich tönen? Bruder, Metalcore ist neuer Hardrock! Ja, schon, es ist Dead Fucking Rock. Hell! Metalcore ist Dead Rock. Bruder, nein, jetzt, weil am Summerside habe ich ja mit dem Mike das Ding gehabt, was ist die nächste Band? Ist es Power Metal oder AC/DC Tribute? Fucking hell! Am Summerside in 30 Jahren heisst was 30 Jahre? In 5 Jahren alt? Nein, in 30 Jahren, weil die Bands sind alle etwa 70 gewesen. Dann okay, heisst dann ist es nicht mehr, ist es Power Metal, dann ist es Power Metal oder ist es ein AC/DC Tribute, dann ist es Power Metal oder ist es ein Parkway Drive Tribute. wie alt ist der Howard Jones? Keine Ahnung, Alter. Ich glaube, er ist Mitte 40. Ja. So AC/DC ist Mitte 70. Holy fuck. Howard fucking Die machen 40 Jahre die gleiche Musik, Brüder. Howard Jones ist 55. Ja, aber der Howard Jones hat ja... Right, aber eben, es macht ja niemand macht ja mehr den Core, es machen ja alle so modernen Core. Aber ich würde sagen so. Sorry, ich habe falsch gesagt. Ist es Doom, ist es Power Metal oder ist es ein Architect Tribute? Einfach, also Metalcore ist schon Dead Rock geworden. Das ist schon so. Es geht mir nicht darum, dass es Dead Rock geworden ist, es geht mir darum, dass alle Hard Rock Bands gleich tönen. Nur Metalcore Bands spielen. Tönen auch alle gleich. Ja, deswegen. Ja. Aber. Ja, voll. Ja. Aber ich würde sagen, wir sind die News. Ich würde sagen, ich habe eine sexy Ansagestimme, von dem her, ja, machen wir das doch. Hau rein. Metal Servola, Breaking News. Also, wir haben Releases. Oh, der Bassdrop ist tief. Das letzte Mal haben wir, glaube ich, bis ja. Taped haben wir, glaube ich, gesagt. Ja. Von dann Barely Breathing haben, glaube ich, erste Dings rausgehauen. Lass mal auf dem Handy laufen. Und schauen, ob es funktioniert. Ah ja. Ah nein, nicht der erste. Oh, doch, nein. What are you do? Oh, geil. Also für alle, was... Ich habe eigentlich noch schnell schauen, ob auf unserem Metal-Server allerdings schon etwas passiert ist und ich sehe eine Thomas the Tank Engine Flashlight. Bruder, what the fuck? Also, Barely Breathing und Dings gebracht. Barely Breathing. Ich glaube, das ist das erste Album. Voll.
Expello hat Merchandise in ihrem neuen Online-Store. Oh. Also, das klingt so. Crazy. Mal gucken. Ist denn stabil? Und das überhaupt führen? Cool. Also wir können theoretisch... Okay. Oh, stabile Core. Sick. Die kommen von Vinti, schau mal. Nein! Ja, voll. Vinti hat wieder eine Metalcore-Band. Geil! Ja. Alright. Cool. Ja, ist gut. Clean Machen wir den Vocals. nächsten Song. Dann, das ist Barely Breathing gewesen, mit is Album Cycler Rapture. Das ist das ganze Album. Ja. Crazy shit, Super, ja, Alter. voll. Damn, Wer macht 12 jetzt noch Songs. 12? Ja, Holy fuck. das ist schon crazy. Dann Ivy, das ist ganz geil. Haben Sag mal. den ersten Song rausgehauen Mhm. und kann ich nicht von da steuern. Doch, kannst du jetzt bist du vom Ding. Oh, ist das punkig? Oh yes. So, jetzt stell dir das grid-aligned und überproduziert vor. Ja, fair. Das wäre scheiße. Das ist eben das ist die Sängerin von Terran Wake, Mhm. weißt du noch? Mhm. Und hat ein neues Projekt. Das ist auch geil. Das ist urgeil. Und jetzt sind ein Song raus. Sicke Heißt Bass. CUD. Die Band heißt Ivy. Fühle ich. Das finde ich richtig geil. Ja, Punk Würdest du sagen? Punk. Einfach Punk oder Hardcore Punk? Hardcore Punk. Schon ein bisschen Hardcore Punk. Hardcore Punk. Voll. Dann haben wir XOXO hat auch noch einen Song gebracht. No Revolution Without Blood. Der hat dann das so. Nasty. Ein grusiger Mix, Alter. Das ist geil. Jetzt Also können wir grusig im Musik Sinne von... Jetzt können wir Musik hören, wie release. Das ist Hässig. super. Fühlt sich viel interaktiver. Oh, ich habe Refused gesehen. Ah ja, stimmt. Mit Live Crusher als Vorband. Ja, wir können es nachher Ja. noch erzählen. Genau. Das ist metaliger als ja. Live Crusher. hä? XOXO ist irgendwie metaliger, ja, voll. Sick. Dann Haken ist ein Album gebracht. Hack sind auch verdammte Legenden, Mann. Das Album heisst Nein. 11 Songs. Schweizerdeutscher Metalcore. Schau, wir gehen mal den Songnamen durch. Der erste Song ist Nein. Der zweite ist Sagt mir nichts. Der dritte Song ist Scheiß drauf. Der vierte Panik. Witzfiguren. Auf Bernerdeutsch geschrieben, finde ich geil. Reg dich nicht auf. Neusprech. Ist das Neues Brech. Neues- Neues Brech. Neusprech? Ich habe gemeint, Nein, ich glaube Neusprech. Neusprech. Ich habe keine Ahnung. Neusprech. Ich weiß es. Ich habe kein Berndeutsch. Ich weiß nicht, was Ja, das Wort voll. heißt. Am Arsch. Fliegt's Geld. Fliegt die Welt. Okay? Verstehst du es? Ja, ich habe es Gut. gecheckt. Ja, voll. Du musst einfach Da merke ich, aussprechen. dass ich besser geworden bin mit Schweizerdeutsch. Das Spiel ist vorbei. Vorbei. Okay. Das Spiel ist vorbei und fertig. Einfach 11 Songs. Kannst du mal letzte- fertig reinhauen? Fertig. Ah, das ist ein geiler Name. Das ist stabil, Alter. Was auch geil ist, schau mal das Albumcover an. Alkohol ist Mami sick. und Papi, Obacht. Es lüftet. Es ist ein richtig stabiler Oldschool Ja. Metal Core. Das ist geil. Niemals ist das erste Hack-Album 2008 rausgekommen. Nein, das ist nicht 2018 so. Nein. Das ist 2018 auf Spotify geladen worden. Ja. Hack gibt es seit 2006, glaube ich. Ja, das ist fucking heavy. Dann, was haben wir gesehen? Ja, das sind 11 Songs, die sie rausgebracht haben. Und dann haben wir noch. Es ist ein böser Mix, Mann. Ja, voll. Insanity, 61 haben Death to Fascism rausgebracht. Hardcore am Brenner, lassen wir mal rein. Und Leben kann man uns nehmen. Ehre nicht.
Einfach Ich will ins Gym. voll. Ich muss ins Gym, Bruder. Und einfach immer die guten Sing-Alongs. Wow. Ich höre es jetzt schon. Eben, wie ist es genannt? Sporthalle Hardcore. Nein, das ist der Sporthose Hardcore. Sporthose Hardcore. Turnhalle Hardcore ist der, wo man sich Leuchtröhre über den Grind verhaut. Mm. Aber was ich immer noch krass finde, ist, wie denen ihr Live-Sound tönt, weil sie einfach Helixes brauchen. Ja. Das ist brutal. Nein, die sind fucking sick. Vor allem, die mal wieder live gesehen. Was wenn sie wieder spielen? Ja. Würde ich gerne wieder mal sehen. Unbedingt wieder schauen. Jetzt zum Chorus. Death to Fascism. Fucking gute Single. Oh nein, aber das Problem ist, jetzt wäre es dann von allen Festivals cancelled. Weil es mit terroristischen Organisationen sich kurz schliessen. Ja. Jeder muss einen Preis zahlen. Ah nein, warte, sie haben ja nicht sich gegen Israel ausgesprochen. Nein. Egal. Sie haben es generell behalten, weißt du? Ja, sie haben es generell behalten. Ja. Fairer Punkt. Voll. Und dann, look, Smarty Männer. voll. Da, eine ziemlich unbekannte Band hat einen neuen Song rausgebracht. Darf ich dir schnell etwas beichten? Ja. Ich habe den Song absolut tot verschissen gefunden, bis wir das zweite Mal live gespielt haben. Ja, fair. Ich habe den Song gelernt und man dann denkt, Mann, jetzt hast du so geile Songs geschrieben, Ricky, und dann hast du so einen Rotz rausgebracht. Den habe ich eigentlich als Filler geschrieben. So 2,5 Songs einfach mal im Album haben und jetzt ist es noch cool zum Live-Spielen. Ja, ich habe das erste Mal haben wir ihn ja mit May gespielt in Bern, oder? Mhm. Ja. Dort bin ich noch zu fest am Panikschieben gewesen und dann, wann haben wir ihn das zweite Mal gespielt? Wahrscheinlich im Bad? Werk, ja, mit Fearlab. Sonst haben wir ihn nicht sonst noch mal gespielt. Ich glaube, wir haben ihn schon 3 Mal gespielt. Nein, ETA bin ich nicht dabei gewesen. Bern und dann Baden, oder? Vinti. Und Vinti. Ja, in Vinti. Vinti, ja, natürlich. Ja, in Vinti. In Werk hat er schon geil geklappt, aber fucking in Vinti hat es so lustig gewesen. Ja. Ich habe nicht mehr gewusst, wie er geht. Und dann einfach so das Pattern vergessen. Und dann einfach so, haben wir da reingespielt. Das ist gut, wenn du mit 2 Gitarristen spielst, dann kannst du zum Nicky schauen und so, was machst du. Ja, Bro, abgesehen davon, dass der Nicky auch nicht gewusst hat, wie es geht. Wir sind beide gewesen, wie der letzte Song auf dem Album. Voll. Und das ist Becoming One with the Universe von Taoist. Oh shit, habe ich jetzt gerade Lost teasert. Was, Lost? Ist Lost schon aus? Bruder, das sind dort zusammen. Ah ja, dann ist ja gut. Es fehlen nur noch 2 Songs. Und die nächste, die rauskommt, hat ein Feature. Ah. Voll. Eben, checkt mal den Song. Es ist wirklich, der Refrain finde ich geil, weil er so skate-punky ist. Er ist so Comeback-Hit-mäßig. Ja, voll, schon. Ich habe gedacht... Der Pre-Chorus ist so Comeback-Hit-mäßig, finde ich geil. Ja. Der Chorus ist ja so das Old Sailor Man Voice. Der finde ich sick. Voll. Das stimmt, das ist schon ein bisschen Skaterpunk, ja. Ja. Ich liebe auch, dass das Album-Artwork einfach gay as fuck ist. Ja, das ist super. Ist herrlich. Ja. Wir haben Schalt mal das Eich ab. in der Latino-Ads hat er geschrieben, beim Cover von Expiration Date. So, ja, ich finde den Sound schon cool, aber ich finde das Bild zu wenig maskulin. Ich finde das Bild zu wenig maskulin, Bro. Es sind 2 Glatzköpfe drauf. Alter, ich schwöre, also irgendwie... Ich glaube, es kann nicht maskulines geben, 2 Glatzen. Es ist einfach fucking funny, wie der Machismo einfach immer noch so lebendig ist im Fall in Südamerika. Ja gut, Ja. aber das ist ja... Und dann habe ich gesagt, aber im Fall, wir sind urfeminin. Von dem her. Der ist sicher ein Fan jetzt. Wir sind feminin. Jawohl, ich habe gesagt, wir sind aber urfeminin. Ja gut, ich meine, also eure Gitarristin, also die Gitarristin von Taos ist wirklich feminin. Mhm, definitiv. Ich habe gehört, singt bei Linkin Park. Also wirklich ohne Scheiß jetzt, abgesehen von euch, also wenn ich mich rasieren Ja. Ja. dann hätte ich mein einziges männliches Feature aus dem Gesicht eliminiert. Das ist, das kannst du probieren. Vielleicht können wir mehr zuhören. Nein. Aber nein. Wir haben schon fast 1000, das ist gut. Ja, voll. Fast 1000, ja. Fast 1000 Follower, ist cool. Ja, dann, wir haben noch Konzert. Aber ich habe auch Durst und ich wollte noch etwas trinken. Ja, hol schnell, ich mache Bernd das Brot. Also, mach Bernd das Brot. Weird. Für alle, die seit dem letzten Mal neue Zuschauer geworden sind und nicht wissen, dass Bernd das Brot ist, habt ihr früher
Kika oder Super RTL gehabt. Ich weiss nicht, welches Sender das genau war. Einer von diesen beiden hat am Abend, wenn das Programm fertig war, nach dem Sandmännchen, es war Kika, nach dem Sandmännchen, ist einfach Bernd das Brot gelaufen. Und das war eine Fernsehsendung, die so konzipiert war, dass sie langweilig ist und nicht entertaining und dass die Kinder den Fernseher abstellen. Aber Bernd das Brot ist einfach wirklich von Abend spät bis am Morgen früh dort gekocht und hat dann einfach so über sein Leben nachgedacht und eigentlich gesagt, dass sein Leben gar nicht so gut ist. Mega, mega langweilig und nicht läuft. Und er hat wirklich, der ist einfach dort am Schnurren gewesen und hat einfach ein bisschen Zeit überbrückt, bis wieder Fernsehprogramm ist und hat eigentlich gesagt, dass man gar nicht zuhören soll, weil das ist so ein Schmarrn. Man könnte ja einfach abstellen. Man könnte seine Zeit besser verwenden, indem man einfach das Ding abstellt. Und dann habe ich irgendwann einmal in meiner Dummigkeit das Gefühl gehabt, wenn du einfach musst wenn du einfach irgendwo stehst und musst irgendetwas machen, damit die Leute unterhalten sind, aber irgendwie doch nicht so genau weißt, was machen, dann kannst du Bernd das Brot sein. Dann musst du die Situation Bernd das Broten. Und das habe ich ich weiß nicht mehr wann, das ist glaube ich auch schon etwa ein halbes Jahr her, vielleicht sogar schon ein Jahr her, als ich das letzte Mal im Podcast, wo der Ricky mich einfach allein gelassen hat, habe ich einfach etwa 15 Minuten lang Bernd das brotet. Oder 10 Minuten. Und darum, ja, ist Bernd das Brot, ist jetzt, wenn einer von uns zwei das Bernd das brotet, dann wissen wir, was wir zu tun haben. Und zwar reden wir einfach ein bisschen von uns selber. Nicht einmal wirklich gescheites Zeug. Es muss nicht mal zusammenhängend sein. Es ist einfach sehr viel wirklich, dass man eigentlich sollte abstellen. Vor allem mal schauen, Leute haben wieder mal etwas im Moststübli geschrieben. Aber Mike Reaper, alles andere ist scheiße. Ja, da habe ich etwas gesehen. Da. So, und ja, wir haben ein Konzert. Wieder mal. Heute ist schon das Rotten Rock Fest. Heute Morgen, oder? Sehr cooles Line-Up. Und gute paar Schweizer Bands da drauf. Was sehr cool ist. Also Cheerio. Viel Spaß, Leute, die dort sind. Dann, falls du nicht am Rotten Rock Fest dabei bist, am Samstag, 26. Juli, gibt es noch das Circles Fest. Für alle, die den Podcast rauslachen, red du weiter, ich kann es nicht mehr. Ja, von aus dem Loch kommen. Ja, was ich bin gestürchelt beim Reden. Es ist wirklich einfach wir haben gestolpert, Alter. Ich kann nicht mehr. Also, aus welchem Loch bist du rausgekommen? Bülach. Bin ich gestern gesehen, also von dem her ja. Alter, wir hat der eine, der Brasi, der Security-Typ, den ich kenne, ist ich bin im Lager gewesen, dann bin ich so ins Haus hineingelaufen, in diesem Freestyle-Camp, und er ruft so hinten rein, «Hey Bella, weißt du, wer nach dir gefragt hat?» Und ich so, «Hä?» Dreh mich so um, «Hey, weißt du, wer nach dir gefragt hat?» Ich so, «Nein.» Also, «Keine Sau.» Das ist schon weggelaufen. Ich habe das so funny gefunden, ich habe einfach einen Schranz gelacht. Geil, das ist sick. Also, einfach so, «Hey, weißt du, wer nach dir gefragt hat?» «Nein, keine Sau.» Das hat mich kaputt gemacht. Genau. Ich war wirklich am Lachen. Ah, shit. Okay, geil. Voll. Dann, Was sind wir am Reden gewesen? Circle Fest, ja voll. Jo. Samstag in Bar, bei der Götterbrauerei. Und dort spielen Artifiction, Vamprovia und Naked Soldier. Du hast sicher mal den Simon mal am Live-Show gesehen, der Bruder mit der fetten Mustache. Hä? Der organisiert es. Der organisiert die Show. Hey, jetzt ist der Ricky wieder da. Und ja, voll. Es wird sicher cool. Leider kann ich nicht dabei sein, sonst wäre ich fix dabei. Aber Lexi hat morgen Geburtstag, also. Alle der Lexi auf Instagram schreiben Happy Birthday Lexi, auch wenn du die Folge irgendwann im Winter hörst, schreib dir einfach Happy Birthday Lexi. Schreibt Alexi, schreibt an Chaos-Team und sagt einfach Happy Birthday Lexi. Egal was für ein Tag es ist, sie hat sich erfreut. Das ist wie dort, wo ich am Konzert im Baden einfach gesagt habe, dass der Dave heute Geburtstag hat. Und ich dann so herausgefunden habe, dass der Dave das Set von seiner eigenen Band nicht geschaut hat, der Hurenwichser. Weil er ist einfach so zu mir gekommen, so, hey, Alter, das haben wir jetzt heute einfach schon 4 Leute zum Geburtstag gratuliert. Was zum Fick ist los? Und alle von Taoist so, aha! Da hat einer einfach das Taoist-Set nicht geschaut. das ist schon der beste Prank, den du machen kannst mit so Bandmates. Sag einfach mal einen Collecting Buddy. Das habe ich beim Roman bei Freelab gemacht. Und hat der Simon ist auf der Bühne, hat er sich umgedreht, dem Roman gratulieren. Und der Roman hat so, Bro, ich habe nicht Geburtstag heute.
Ich so scheiße. Ich habe das eben angefangen, weil der Maxim von KIZ hat einfach gesagt, er hätte heute Geburtstag. Mhm. Und dann haben alle Happy Birthday gesungen und in der Hälfte hat er einfach gesagt, ich habe heute gar nicht Geburtstag, aber danke. Absoluter Power-Move. Geil. Aber er hat einfach, also, aber danke, ich wollte einfach mal hören, wie er das singt. Das ist geil. Herrlich. Was gibt's noch für Konzerte, Bella? Also, auch morgen, am 26.07. in der Alten Post in Zürich, ist Longsleeve and the Weird Boys. Zusammen mit Mind Prevention und Suspicious Suitcases. Ist das eigentlich die erste Mind Prevention Show? Weiß nicht, aber was mich wundernimmt, ist der Jona und ich kenne die Jungs von Mind Prevention, wenn ihr Crowdkill Report kennt, sind der Jona und der Mick. Aber die haben irgendwie 3 Bands zusammen im Fall. Ich weiß nicht, wie sie einfach ready sind für eine Live-Show, wenn sie wahrscheinlich die Songs sicher nicht probt in fucking Ewigkeiten. Also Ja, wenn du es kannst. Wir haben auch Raw Reflections, Crackfish haben sie auch zusammen gemacht. Wenn du es kannst. Ja, Kudos. Ich bin ganz ehrlich, für die Show mit 4 Leben und Taoist und der Versus habe ich eigentlich im Fall auch nur das Taoist-Set müssen üben. Ja, stimmt. Aber das ist eben nicht. Das ist eben nachher so Industrial, Synthie-based Shit. Party-Musik. Eben, es ist schon sehr interessant. Also. Ja, aber dann ist es ja nochmal etwas anderes. Dann, ist ja, dann hast du ja nicht mal Verwechslungsgefahr. Aber ich glaube nicht, dass sie einfach alles Backing-Tracks laufen, sondern sie spielen den Scheiß jetzt einfach dort. Ja, logisch, aber eben, ich Changes hätte mehr Mühe, wenn ich jetzt würde bei. Ja, ich tue wie eine von den Kardashians. Wie wenn ich jetzt gleichzeitig würde bei. Fuck, es fallen mir keine 2 Bands. Jetzt sage ich die ganze Zeit, alle Bands tun gleich und es fallen mir keine 2 Bands ein, die ähnliche Musik machen. Wir hören sicher davor noch einen Crowdkill Report. Ich habe davon die und letzte Woche leider noch nicht gelesen, aber es kommt sicher im nächsten dann. Und sonst, Jona, Mick, erzählt mal, wie war es gewesen? Weil sie haben da, glaube ich, innerhalb von einer Woche, gerade eine Woche vorher zugesagt. So weiss nicht, wie viel Prep-Time sie hatten. Ja, aber wenn du kannst. Ist so, wenn du in der UFC einfach mal einen Fight akzeptierst, ohne Weißt du, das ist nicht wie bei Tao ist, wo du zuerst noch musst herausfinden, wer das überhaupt spielt. Aber Hardcore, es ist einfach spielst, wenn du es falsch spielst, ist es trotzdem gut. Ja, vielleicht sagen sie das auch. Maybe, okay. Ja, schauen wir. Anyways, Knock spielt auch. Morgen? Ja. Kir Royal Zürich. Samstag, Alte Post. Nein, Kir Royal Zürich. Alte Post ist das andere vorne. Sorry. Wo ist Alte Post? So Zürich? Ja. Ah, cool. Habe ich gesagt, in Zürich, Alte Post. In Zürich, ja. Aber in der Alten Post in Zürich ist Longsleeve und The Weird Boys Mind Prevention Suspicious Suitcases und Knock spielt im Kir Royal in Zürich. Ja. Und dann am gleichen Tag, Samstag, vollpackt morgen, hey, ist... Ah nein, doch nicht am Morgen. Ich kann sagen, das wäre es mit dem Samstag. Ja, Sonntag ist On-Foot Black Metal. Jo. In Valhalla Basel. Yes. Sonntag, Black Metal Sonntag. Voll. Und ja, next week ist mal Festival Week. Next week ist Festival Week. Voll. Next week, also das erste Mal irgendwann zwischen Montag und Samstag ist Wacken Open Air. Ja. Mit dabei, für uns wichtig, Bös. Bös. Zu denen müssen wir auch mal noch gehalten. Ja, ich weiß. Nach dem Wacken gehen wir. Aber nach dem Wagen koordinieren. Nach dem Wacken nehmen wir den Brian mit. Nach dem Wagen bin ich auch in der Ferien, aber... Wir müssen schon Broken Fate mal im Podcast haben. Ja, müssen wir definitiv. Ja. Broken Fate spielt am Wacken. Ich kann dir nicht sagen, wann, ich kann dir nicht sagen, wo. Wenn du am Wacken bist, find's raus und gehst schauen. Ja, voll. Support your locals. Genau. Ich kann dir nicht sagen, wann, ich kann dir nicht sagen, wo. Expello spielt am Wacken. Wenn du dort bist, gehst schauen. Voll. 100%. Support the locals. Weil die haben sich, glaube ich, ready gemacht und sind pronto. Yes, pronto. Dann gibt es noch Antifa Matinee. Das ist... nein, warte schon. Doch. Am 1. August in der Reitschule. Antifa? Antifa Matinee. Antifa. Antifaschistische Aktion. Ich kenne die als Antifa im Fall. Schon? Ja, auf dem Englisch Antifa. Ja, aber Engländer können ja Deutsch. Also von Amerika. Antifa. Ja, die können noch weniger Deutsch. Also Antifa Matinee mit Revenge All Punk und Bunker Boys. Revenge, wo Oi Punk macht. Revenge All Punk. Revenge macht Oi Punk. Ja. Yeah. Und Bunker Boys
Macht auch Punk. Das sind Macht auch Punk. die 2 Schweizer Bands, die dort spielen. Da spielen noch andere Bands, aber ich habe nicht cool. aufgeschrieben, welche das sind. Es sind zu viele. Das ist eigentlich so ein Festival am 1. August. Martin macht sie wahrscheinlich auch am Morgen oder so. Alright. So, Anyways. findest du raus, gehst du den Ritual. Geht Dann ist schon der gut. Ritual in Bern. Ebenfalls am 1. August, Mhm. an unserem allerheiligen Nationalviertag, Jawohl. wo wir können freuen, dass die Eidgenossen ihre Hütte gehabt haben. Hast du gewusst, dass wir zum Schwören machen es ja so? Weißt du wieso? Durch die Kantone. Nein, Warte, das ist für den Pimmel und für die Hütte, musst du so anhören. ja, Das fair. musst du so schwören, oder? fair. Ich glaube, es war wirklich das gewesen. Dass alle mit dem Irgendjemand hat mir das mal erzählt. Ich weiss zu 100% nicht, ob das stimmt. Aber wenn die Story stimmt, dann stelle ich mir das sehr funny vor, weil dann alle einfach so mit der Hütte draussen so. Haben Mit so- sie es einfach in der Battle vom Morgarten gemacht. Einfach so, nein, das ist nachher nicht gewesen. Ist nachher nicht gewesen? Ja, aber jetzt sind es ja schon Schweizer gewesen gegen die Habsburger. Fair Punkt. Ja. Von dem her, was ich auch sehr wichtig finde, ist, Der Wilhelm Tell. meiner Meinung nach, sind alle Leute, die sich Eidgenossen schimpfen, aber nicht am Rütli-Schwur waren, keine Eidgenossen. Weißt du das? Das war der, wo die Eidgenossenschaft gegründet worden ist. Ja, dann bist du nicht real. Du bist meiner Meinung nach kein Eidgenoss, wenn du den Eid nicht geleistet hast. Ja. Und falls du dich selber Eidgenoss nennst, den Eid nicht geleistet hast und ein Problem mit meiner Aussage hast, ja, ist halt blöd gelaufen für dich. Also ich habe schon ein paar Mal in der Autobahn. Die Eidgenossenkleber. Ja, jedes Mal, wenn ich so einen scheiß Eidgenossenkleber sehe, denke ich mir einfach so, nein, bist du nicht! Und ich sehe das wie so eine große Pickup-Truck und ich so wie, Bro, you surely are fun at parties, Alter. Also mit dem Bruder würde ich gerne einfach eine Stunde schwätzen. Das wäre schon sehr gut. Alex, das ist schon Alright, cheers, Kollege, relativ cheers. grosse Schnittmenge von Leuten mit Eidgenossensticker auf dem Auto und Leute, die sich angegriffen fühlen, wenn ein Veganer kein Fleisch isst. Ja, fair. Aber ja, das ist funny. Aber ja, dort, wo Eidgenossen gehen, am 1. August feiern, gibt es auch das Open Grenichen. What the fuck? Also dann wenn Eidgenossen Aha, 1. August ja. am Feiern sind, gibt es auch den Open Grenichen. In Grenichen. Mit sehr coolen Bands. Ja, Voll. Wir sind dort, vor Ort. ja. Wir berichten. Vielleicht hört man sich. Und ja, wir sind dort. Wir müssen trotzdem noch schnell kurz darüber reden, dass ich jetzt ich muss mich entschuldigen bei allen Leuten, die ich jemals angefickt habe, dass sie ihr Mikrofon sollen heben wie der Sänger von Refused. Mhm. Ich habe mich, glaube ich, ein bisschen aus dem Fenster gelehnt, als ich gesagt habe, dass er das Mikrofon so hebt. Er hebt es so. Er hebt das Mikrofon so, wie ich es in der letzten Folge erklärt habe. Aber er hebt es auch manchmal so. Oh, sorry. Und ich bin... er kappt es manchmal auch, aber nicht so fest wie andere. Aber er hebt es hauptsächlich schon so korrekt. Und Ja. ich habe gesagt, er hebt es immer so. Mhm. Es tut mir leid. Ich habe Nicht da immer. etwas reingesteigert. Ich habe verwaschene Erinnerungen aus dem Jahr 2015 Mhm. gehabt. Ja, es war ein guter Gig gewesen. Ich habe Live Crusher live cool gefunden. Mhm. Das war wirklich cool gewesen. Ich bin überzeugt davon, dass falls Live Crusher irgendwann nicht mehr funktioniert, Mhm. mit diesen Vocals ein Black Metal Projekt absolut geil wäre. Ja, definitiv. Ich glaube, bei XOX macht sie schon ein bisschen mehr, probiert sie mehr aus mit der Stimme und so. Okay, was ist mir ja gleich. Ja. Ich wollte Ja. eigentlich genau diese Vocals auf Black Metal. 100%, könnte Ich schon würde machen. jetzt wirklich gerne, ich bin da gestanden und habe das Gefühl gehabt, boah, das wäre jetzt heftig mit Blastbeats Ja. drunter. Nein, ich Das bin, Sphärische, nee, Gitarre. Ich sollte weniger Black Metal hören. ja, ich bin dran, wir hat schon sehr dynamische Vocals. Kann sie einiges machen. Ist cool. Ja, das stimmt, aber eben, ich bräuchte nicht die Dynamik, ich bräuchte wirklich nur die absolut fair, kräftigen, fair. High-End, arschgefickten Kettensagen Mhm. Black Metal Vocals auf Black Das Metal. würde schon passen, ja. Das fände ich, das, also nicht, dass ich das besser finde, wenn das so wird gemacht werden, aber ich finde, das wäre, wenn es bei Live Crusher nicht mehr läuft, Black Metal würde ich sehen. Ja. Das kann man machen. Das will ich dann verprügeln das nächste Mal. So Hardcore-Kids und Black Metal sich gar nicht verstehen. Oh, Alter, das ist so lustig gewesen. Ich habe jemanden gesehen dort mit dem Spectral Wound-Shirt. Ich glaube, Leute, die Emos sind, ihre Teenies und nachher mit 30er Hardcore machen wahrscheinlich Mit 40 Black Metal. Ja, 100%. Also wenn wir müssen mal Umfrage machen, ich glaube,
Es ist ziemlich on point. Ja, okay, fairer Punkt. Ich habe jemanden gesehen mit einem Spectral Wound-Shirt und gesagt, hey, geiles Shirt. Machen wir eine Studie in 10 Jahren. Dann können wir dann, Ja, das ist gut, wenn wir den Podcast in 10 Jahren noch haben. Jetzt ist Hardcore halt explodiert und jetzt in 10 Jahren wieder einfach Black Metal. Hardcore ist aber nicht explodiert, Hardcore gibt es schon immer. Aber Hardcore ist schon immer rum gewesen, du hast dich einfach nicht dafür interessiert. nein, ich habe sogar mit Insanity gespielt im 2012. Eben, Hardcore ist schon Also immer rum gewesen. ich habe es gesehen. Mich hat es wirklich nicht interessiert damals. Ja, Ich habe, no joke, das ist halt eine sehr snobby Gedankensweise, aber ich habe gedacht, Hardcore sind einfach Leute, die nicht so gut können Metalcore spielen und einfach deswegen HC machen. Dann habe ich mir nachher gemerkt, so, okay, ist doch nicht das. ja, nein. Ja, Hardcore ist eben voll. Leben. Ist schon Punk Leben. Hardcore ist eben Punk. Ja, Hardcore ist eben nicht Metal, es ist Punk. du hast mir einen guten Input gegeben, wo ich in der letzten Zeit so Demos geschickt habe. Ja. Und irgendwann hast du mal gesagt, so wie, ja, das finde ich schon cool, aber irgendwie fehlt ein bisschen das Punk in den letzten paar Demos. Und nachher habe ich die letzten 2 Songs geschrieben. Und genau mit dem Gedanken, es braucht schon ein bisschen mehr Punk. Die letzten 2 Songs geschrieben, sind brutal. Eben, Das ist eben. richtig geil. Ich habe einfach ein bisschen Punk wieder reingestellt. Das ist richtig geil. Ja, eben. Die anderen Songs sind auch geil gewesen, Ja, aber es hat nicht mehr, anders. es hat ein bisschen einen anderen Vibe gehabt. Ist geil. Ja, es hat mehr Metalcore als Basis und die neue haben mehr Punk als Basis. Ja, Das es ist ist schon- beides geil. Es braucht schon Punk, ja. Ist beides geil. Ja. Ja, das stimmt. Das habe ich nämlich, ich habe das gelesen und ich so, Mhm. ja, ich weiß auch nicht, wieso du beim ersten Taoist-Album, ich kann mir das nicht erklären. Mhm. Why? Aber das sind verdammt krass, das verdammt krasse Punk, die haben richtig alle so übel viel Punk-Einfluss gehabt. Das ganze erste Taoist, wir reden vom ersten Taoist-Album, es ist noch nicht mal draussen. Ja. Aber das erste Taoist-Album, wo Ist jetzt dann gleich es komplett ist- released ist, das hat so viel, nicht offensichtlich, aber so Ja. unterschwellig, so Punk Ja, drin schon. gehabt. Mhm. Kein Plan wieso. Es ist einfach wie ein Fiebertraum, den ich das geschrieben habe. Keine Ahnung. Der Ricky einfach so, Ola, jawohl, was machen wir jetzt? Ja, einfach hässig. Du hast wahrscheinlich einfach genau das gemacht. Du hast wahrscheinlich einfach hässig und Einfach reingeschreddert hässig. und dann ist Ja. Punk rausgekommen. Ich habe Ich einfach glaube, so meine ist Punk entstanden. innerlichen Frust einfach rausgekotzt und einfach 10 Songs geschrieben. Gut, das tönt eigentlich wirklich so wie. Ja, Ich glaube, das ist die Formel für Punk. 100%. Ja. Aber eben, gute Feedback gewesen. Also, ich kann nicht wollen, dass du da, wenn du das jetzt Nein, nicht nein. geil gefunden hättest, Nein, du da nein, von mir nein, aus gerne nein, dafür nein. weitermachen in die andere Richtung. Gell? Nein, also die andere Richtung mag ich auch noch, aber Aber- es ist ein guter Input gewesen, der mich zum Nachdenken gebracht hat. Also wenn ihr mal schreibt, amigs wenn ihr alleine schreibt, schickt es mal an Kollegen, schickt es mal an Band und vielleicht tut Ja, uns vielleicht- das frische Ideen geben. Vielleicht sind nicht alles so undankbare Bastarde wie ich. Ich habe dem Ricky etwas geschickt, dann hat der Ricky mir Feedback gegeben. Ich so, okay, cool, ja, das mache ich nicht. Dann hat der Ricky mir nochmal Feedback gegeben. Ich so, okay, cool, es hat was. Dann habe ich es gemacht und dann habe ich das Gefühl gehabt, okay, das ist geil, Mhm. aber ich finde jetzt den ganzen Song scheiße, wir machen den komplett anders. Kann man auch machen. Ja. Also Feedback kann zu vieles führen. Ja, es ist, also ich glaube, ohne dich wäre der Song nicht so, wie er jetzt ist. Bin gespannt. Ja, du hast gesagt, der Chorus muss irgendwie anders sein. Das ist das, was mir in den Kopf geschwungen ist. Du hast gesagt, der Chorus Mhm. muss mehr sein. Mhm. Und dann habe ich mit dem Domi den Chorus angeschaut und dann haben wir gesagt, gut, der Chorus, den wir haben, ist weg. Also wird er Löschen. wieder gelöscht. Ja. Jetzt hat der Song einfach keinen Chorus. Das ist super. Nur so ein Ja. Intro-Riff kommt einfach Mhm. nochmal. Ja, aber es gibt so Feedbacks, wo einfach gerade irgendwie weil meistens ist auch dein Bauchgefühl irgendwie, tut dir irgendwie so richtig pushen, aber noch nicht so stark genug. Und dann Ja. kommt mal ein Feedback, wo einfach so das unterstützt, was du denkst. Und so, ja, okay, fair, ja, dann mach ich das. Ja, das ist wie dort, wo ich dir geschrieben habe, soll ich die Höhe oder die tiefer Version machen von dem? Und du geschrieben hast, mach die Höhe. Und ich so, habe mich gerade entschieden, ich mach die tief. Voll. Übrigens, wenn du keine Kollegen hast, Ich bin wirklich schlecht, Alter. Ich mach nie das, was du mir sagst. übrigens, wenn du in deinem Umfeld, oder wenn du selber Musik machst und in deinem Umfeld nicht Leute hast, um dich irgendwie Feedback oder mal Input geben oder so, schickst du den Mostübli. Da ist genug Leute, die den Senf dazugeben werden und es wird sicher zu innerlichen Kämpfen in dem Discord reinführen, weil nicht jeder gleiche Meinung ist. Oh ja. Das ist funny. Geil. Eben, schickst du dort mal, wenn du mal eine Demo hast oder so, willst du mal einen Input und kannst auch random Leute fragen. Ich finde, es wird mehr und mehr geschrieben in dem Chat-Dings. Ist geil, Discord. Kommt. Und da gibt es wieder mal Diskussion im Gear-Chat. Das ist sehr gut. Und, oh, jetzt fängt der DAW-Krieg Oh an. nein, jetzt kommt es zu uns. Jawohl, let's go. GarageBand, go it, let's go. Alright, also, es gibt genug, schreibt mir da rein.
Cool. Also eine Frage dann ist jetzt, was habt ihr für eine da zum Demo aufnehmen? Wenn du dir die Frage stellst, nimm einfach die da, wo du entweder schon hast oder du das Gefühl hast du genug Geld zum Zahlen. Reaper. Es ist egal, welche da das du hast, aber Reaper ist schon ziemlich sick. Reaper ist schon sick. Ja. Nachher kannst Ich du habe jetzt die Lizenz einmal gekauft, Eben. nach 6 Jahren. Es ist so gestanden, du hast jetzt schon irgendwie 958 Tage Ja. Reaper getestet. Ich habe es mal gekauft, sobald. Nein, es sind mehr als es sind etwa 2000 Tage, gewesen, wo ich Reaper getestet habe. Also ich habe es gekauft, weil es mir einfach peinlich war, weil ich Kunden im Studio hatte. Ich immer noch die Demo-Version gehabt. Ich habe gedacht, ich habe jetzt schon so viel mit Reaper gemacht und Reaper hat so viel für mich gemacht, ich kann die 60 Stutz jetzt ausgeben. Und sonst einfach mal für euch als Info: Reaper ist so wie DaVinci für Video, aber ohne Limitierungen. Du bekommst das ganze Produkt gratis und kannst es brauchen. Ja, weißt du wieso? Wieso? Reaper das ist doch, die Firma hat voran irgendein Tool gehabt. Die haben irgendein Tool gemacht, ich weiß nicht mehr genau welches, und dann haben sie es an Yahoo verkauft. Und die haben so viel Kohle damit gemacht. Meinst du? Ja, es ist das. Das ist effektiv so, Google das mal. Die Firma, die Reaper gemacht hat, die haben irgendetwas gemacht, die Firma hat irgendetwas gemacht oder irgendjemand hat das, die haben Reaper. ja, du musst nicht Troubleshooting, du musst such mal the Story of Reaper oder so. Und dann kommt sicher so irgend so ein Reaper Company sold oder so etwas. Bei Cocos, founded by Justin Frankel. Er hat Winamp gemacht. Ja. Oh, Genau, er hat shit. Winamp nachher verkauft. Alter, Winamp ist einfach in jedem PC gewesen, Anfang 2000er, Mann. Ja, eben, das Ding hat er vertickt und dann hat er Reaper gemacht und darum, weil er Cash hat, ist ihm scheißegal, ob du Reaper der zahlst hat oder nicht. Winamp gemacht, fuck me. Ja, OG, Alter, Reaper beste. Ja, Winamp gemacht und dann so, ja fuck it, jetzt mache ich etwas für die Leute. Voll, Er ist of the people, by the people, for the people, Alter. perfekt. Aber eben, sonst zurück zum Westlichen, wenn du keine Friends hast, dann komm in den Moststübli und red mit uns für... Es müssen mehr Leute drin schreiben. Oder gang voraus. Oder gang raus. Aber ja, nein. Mach einfach etwas. Komm, Moststübli, Bruder. Gründe eine Band. Und Gang in den Sportverein. das auch, ja. Aber das braucht Energie. Wo sind wir gesehen? Granichen. Dort sind wir schon gewesen. Wir sind schon wieder bei nicht Expello, bei Refuse gewesen. Refused, ja voll. Wir müssen etwas ankündigen für Jetzt machen wir das Video. Dürfen wir das nicht jetzt machen? Video, ja, aber wenn wir schon im Podcast sind, dann kommt raus. Ich weiß nicht. Ich habe schon über 3 Mal gesagt, vielleicht hört man sich am Grenichen. Einfach nicht. Das schulden wir an unsere Zuhörer. Finde ich. Findest du? Wenn jemand schon fucking Stunde, 20 Minuten unsere Scheiße am Hören ist, dann hörst du es halt zuerst an, bevor es offiziell ist. Vielleicht hört man sich am Grenichen. Ja, also wir sind am Granichen in der Sandaria Stage am Samstagmorgen. Machen wir einen Live-Podcast Yes. am 10 Uhr morgen. Yes. Und ja. Jetzt schon keinen Bock drauf, so früh aufzustehen. Ja, also wenn ihr nicht schlaft, dann kommt doch am 10 Uhr morgen. Bruder, wir können jetzt einfach auch wecken. Ich laufe mit dem Megafon auf dem Campingplatz rum. Ja, also wir sind in der Morgen Sandaria um Stage. Kommen zu Morgen mit Metal Serverla. Ich, Bella und der Metal Brian. Zmörgele! Metal Zmörgele. Metal Zmörgele! Let's go. Jawohl! Wenn ich nur genug Zeit und Kohle hätte, um jetzt einen fucking Banner machen dafür, wäre super. Wir haben auch genug Zeit und Kohle. Bray, kennst du den Kurt Imhoff? Das ist gut. Mein neuer Lebensmitarbeiter, der Kurt Imhoff, der KI. Aha, Haha! aber wie willst du mit KI drucken? Auf einem Du wolltest ein Backdrop machen? 5x7 Meter. Ich habe mit Backdrop. Banner einfach gemeint, so Metal Zmörgele. Aha, nein, das meine ich nicht. Ich meine einen physischen. Aber nein, kommen mal den Metal Zmörgele am Samstag, 10 Uhr am Morgen, Sandaria Stage. Ja, es wird Schreibt uns lustig. auf Instagram, falls ihr erwähnt, dass wir über irgendetwas Spezielles reden. Hey, ja, also wir sind... Und nein, wir reden nicht über den Donau seine Füße. Vielleicht schon. Schreibt mal, wenn ihr dort sind, am Granichen. Schreibt mal, wenn ihr mal ein bestimmtes Thema würdet mal hören, live. Schickt mal Fragen, die ihr habt, die wir können dort beantworten für euch. Und kommt einfach. Ja, kaufen das Open Granichen-Ticket und können das Open Granichen. Das ist das Wichtigste am Ganzen. Genau. Also kommt mal mit uns zu unserem ersten Live-Podcast schauen. Es wird lustig. Ich bin gespannt. Hoffentlich klappt alles technisch. Ich kacke mich schon jetzt in der Hose. Ja, die Chance, dass der Ricky einfach komplett zumacht und eine Stunde lang nichts sagt, ist da.
Mhm. Beim Brian mache ich mir da eher weniger Sorgen. Nein, mit dem Brian und Bella mache ich mir absolut keine Sorgen. Das wird fucking funny. Ich freue mich schon jetzt. Boah, ich könnte morgen Sport anzetteln mit denen. Aber ich will sicher schon am 7 Uhr am Morgen sein, einfach alles an mir richten. Ricky geht gar nicht ins Bett, Alter. Nein, Alter, ich will nicht schlafen. Sounderia macht zu, letzte Band spielt, Ricky geht auf die Bühne. Ich bin in der Hawaii-Bar einfach bis fucking 7 Uhr am Morgen. Let's go. Am Saufen? Nein, nicht am Saufen. Ich habe gerade gedacht. Nein. Der Brian schon. Right, ja, das sage ich mir zu. Nein, das ist fucking cool. Freue mich. Und wir sind auch dort im Backstage noch mit ein paar Schweizer Bands am Podcast. Wir hören es nachher. Ja, wir haben uns einfach wieder mal komplett übernommen und machen eigentlich das gleiche wie letztes Jahr, plus noch Live-Podcast. Hell Also yeah. Podcast, genau. Also das wird interessant, funny, lustig. Ich freue mich. Ich will mal zum Morgen mit uns einen Kaffee trinken. Der einzige Song von Architects, wo wir ganz sicher nicht sind, ist Naysayer. Nein. Wir sind Yay-Sayer, Alter. Yay! Ja. Boah, wir bräuchten schon eine Kaffeemaschine auf der Bühne. Ja, voll. Das ist eine gute Leni! Voll. Wir tun einfach wir machen so eine Wunschliste. Brudi, für, nein, ich habe ein Dings. Ich habe einen Mokka mit Steckdose. wir schicken einfach am Leni ein Rider für uns. Und was wir uns wünschen auf Stage und nicht Backstage. Leni, wir brauchen Sessel, wir brauchen einen Teppich und wir brauchen Stehlampen. Wir brauchen eine Palme. Die klauen wir aus der Hawaii-Bar. Okay, ja. Die organisieren wir selber. Wir müssen im Backstage schauen, was wir alles klauen können, um auf die Bühne zu stellen. Wir klauen einfach Paleface. Ja. Das ist so die ganze Band. Ja. Es zählt. Also schreibt mal, wenn ihr dort sind und was ihr würdet gerne von uns hören. Ja, wir nehmen euch einen Campingstuhl mit. Oh ja, voll, fair. Weil Unbedingt. ich glaube, es gibt keinen Moshpitz. Bringt Campingstudio Sandaria, bringt uns Kaffee, uns Bierli, Ja. Kaffee Baileys. Bin ich jetzt morgen so, wahrscheinlich vom 10 bis am 11, halb 12 maximal. Und voll. Kommt. Das ist lustig. Wir nehmen das Ganze natürlich auf. Ihr hört es nachher auch, wenn ihr es verpasst, im Podcast. Nein, ich höre dir nicht Aber immer wenn ihr live... Ihr live- müsst als Grenichen kommen, sonst Aber hören wenn ihr ihr das live nie. dabei sind, Okay, ich hab Grenichen, sind ihr dabei an unserem ersten Opener Live Podcast ever dabei. Das ist fucking cool. Das ist nachher eine Erinnerung, die uns mit dir und uns verbindet. Das heisst, wenn Für wir immer. die Scheiße bauen, können wir es nie rausschneiden. Nein. Weil es einfach live Es ist. wird nichts editiert, wenn wir etwas erzählen von innerlichen Drama von Bands. Du bist immer am bist Teasen, du- Alter. Ja, Wir haben das- gar nicht so viel Team, wie du da immer willst spielen. Nein, nicht wirklich. Aber wenn ihr Drama habt für uns, Oh. dann schickt. Schickt uns Drama. Schickt. Wir sind immer Jawohl. interessiert an Tee. Immer. Immer. So. Geben uns. Wir haben noch Musik hinter wieder mal. Was? Ja, Nein! das ist der. Ja, Nein. es gibt wieder mal Leute, Das ist- wo. Ah doch. Das war der Pornhub. Genau, es ist da. Und zwar, wo sehe ich das? Fragst du dich. Das sind direkt der Mostübli, weil ich muss nicht einmal irgendwie. aufmachen. alles am Outsourcen. Eben, schau, die Jungs von Arcane suchen den Leadgitarrist. Ich glaube, das ist für Arcane. Sie sagen nicht wer, aber ich nehme mal an, weil es der Robin ist von Arcane. Sie suchen einen Leadgitarrist. Sie sind eine semi-professionelle Band mit klaren Zielen, aber sie sagen nicht, wo sie proben. Also so klar sind die Ziele nicht wirklich. Weil ich sage, sie sagen nicht, für welche Band es ist. Steht einfach in seinem Namen. Nicht, wo sie proben. Aber Ja, das ist ja nicht so wichtig. du musst Erfahrung bringen und Lust, Bock. Eben, Arcane sind fucking sick. So der Gitarrist. Und ja, sind coole Band. Ich glaube, sie sind von Chur. Ich glaube, vom Bündnerland irgendwo. Arcane. Arcane, ja. Ja. Ich habe mit denen wir haben, glaube mit ihnen mal in Kloten gespielt. Google mal Arcane. Ich glaube, die Wirklich? kommen nicht aus Chur im Fall. Ich glaube, sie sind schon vom glaub nicht. Arcane. Ah, doch, die könnten aus Graubünden kommen, weil Graubünden, der Sören ist ihr Techie. Die Band Arcane auf der Seite steht. Sie sind from Switzerland. From Switzerland, aber nicht von wo in Switzerland. Ja, weil wenn du eben schreibst da. from Switzerland, dann bist du besser. Also ist im Fall wirklich so, für dein Branding ist besser, wenn du schreibst from Switzerland. Ja, Chur. Chur.
Told you. Ist besser, wenn du schreibst from Switzerland, weil wenn du schreibst from Switzerland, dann haben die Leute das Gefühl, deine Ambition ist nicht, schau, dort ist der Sören. Sie haben sogar einen Sound-Engineer dabei. Eben der Sören. Sören. Kurdin stand da. Nein, er heißt Sören. Sören Kurdin. Matchbox Whispers hat einen Sören getauft. Wir haben in Boschiavo gespielt und dann habe ich irgendwie vergessen, aus komischen Gründen habe ich vergessen, wie er heisst, und dann haben wir ihn einfach Sören genannt. Und seitdem ist der Kurdin der Sören. Alright. Aber ja, wir suchen einen Lead-Gitarrist. Also eben, ich weiß nicht, der Robin ist für Arcane, aber ist egal. Ich nehme an, es ist für Arcane. Ich nehme an, es ist für Arcane. Ja, sie suchen einen Gitarrist. Also Lead-Gitarrist. Du musst können Sweep picken, Legato, Alternate Picking machen, Bühnenpräsenz haben und. Big Dick Energy, das ist ganz wichtig. Und voll, das suchen sie. Holy shit, Alter. Dann... Das ist, weißt du, was das Schlimmste ist? Alles, was da der Gitarrist muss können, das ist so Technical Abilities und alles ist wirklich viel krasser geworden von früher zu heutzutage. Ja, 100%. Wenn du überlegst, was der Elvis und so, die hohen Rockstars alle gemacht haben und dann jetzt... Voll. Und ich meine, look, also im Mostübli Discord hat es noch eine eigene Page, die heisst Band Buddy, und da kannst du auch Mitglieder suchen oder Band suchen, wenn du einfach mal ein Musiker bist. Und da sehe ich schon, dass ein paar geschrieben haben, zum neuen Projekt anfangen und so. Das ist wirklich sehr cool. Also machen mit, join Discord Mostübli, ihr findet es auf Instagram. Und falls ihr Bock habt, Yellow Card Cover Bands gründen, schreibt mal dem Danu von Tao ist Ex Whiteout. Ja. Hat er dir auch geschrieben? Nein, aber ist der Evo of People dafür immer noch auf die Suche für das richtig kässige Projekt? Ich weiß es nicht, er hat mir auch nie mehr geschrieben wegen dem von dem her. Er wollte einfach ein hässiges Projekt machen, was nicht, ob er noch Leute sucht. Aber nein, ich glaube nicht. Join mal ein Discord, vielleicht findet ihr mal etwas Neues. Voll. Ich glaube... Ich kann mir noch schnell über den Ozzy reden, Alter. Einfach nur, Okay. wie auch Black Sabbath fucking Legends sind. Ja. Der Bruder hat es ja auch durchgespielt. Bruder, das hast du so lange geschafft, Ja, zu erstens leben. das. Und zweitens hat er einfach so das Gefühl gehabt, ich habe jetzt Tschüss gesagt, jetzt gehe ich. So, what the fuck was that? Also, das siehst du oft von Leuten, die irgendwie in die Pension gehen und nachher 2 Wochen später sterben, sie einfach kein Ziel mehr vor Augen haben. Ja, ich glaube nicht, dass der Ozzy Osbourne das... Ich glaube, der hat einfach fürs Wille, durch Wille erreichen. Ich glaube, der hat einfach noch wollen, das letzte Konzert spielen und darum hat er gelebt bis dort. Ja. Rein Wille, wo sein im Körper noch für pusht im Fall. Es muss ja irgendetwas so sein, du kannst mir nicht sagen, dass so viel Drogen und Shit, die er nicht konsumiert hat im Fall. Bruder, Alter, Der hätte sollen vor 30 Jahren sterben. der hätte nicht 30 sollen werden. Nein, 100% nicht. Ich liebe es, aber wahrscheinlich ist er jetzt so Ozzy Osbourne, wo auch immer er jetzt im Afterlife rumschwebt. Ja. Klopft er so beim Club 27 an der Tür an, alle, die so an einer Overdose gestorben sind, so, schmeckt nach Bitch da rein. Aber ein anderer so, also Outlier ist auch der Dings von Motorhead, Lemmy. Der ist auch irgendwie fucking... Der Bro. hat einfach einen Jackie getrunken, Flasche pro Tag, und er ist irgendwie... Aber wenn die Story stimmt, hat er sich ja müssen Alkohol trinken, weil sein Körper mittlerweile... insane. Weil sein Körper den Alkohol gebraucht hat. Ich glaube, wenn die Story stimmt, dann hätte er sich vergiftet, wenn er keinen Alkohol getrunken hätte. Das ist auch absolut crazy. Und, That's fucking insane. Ich habe gestern noch einen Post gesehen, jetzt kommen halt die ganzen lustigen Posts und so, wie der Ozzy hat länger gelebt als irgendwie Fitness-Influencers und so. Ja, hat er auch. Und so wie, ja, who's right, who's wrong, so you decide. Was ich auch geil fand, habe ich dir den heute geschickt, von wegen, wo so ein Ghetto-Dude geschrieben hat. You gotta chill out, homies. This is for white people. This is like Tupac for white people. This is like when Tupac died. Das ist fucking funny gewesen. This is like when Tupac died, only for white people. Und Hulk Hogan ist auch gestorben. Brother, echt? Ja. Nein. Gerade, Hulk Hogan ist auch gestorben. Ja. Wenn? Gerade einen Tag nach Ozzy. What the fuck? Ja, schon. Jetzt schreibt sicher der Bam Margera so. Rest in Peace, Hulk. Ja, der Hulk Hogan ist fucking funny. Das ist also eine Legende. Hast du das mitbekommen, wenn er einfach so geschrieben hat, Rest in Peace, Bam Margera und dann so... Ja, dazu, oder, love you Hulk, but still alive. Genau, love you, wish you'd still be alive. Und nachher der Bam Margera einfach so, I am still alive. We could meet up if you want, brother. Ja, und einfach nicht zurückgeschrieben. Ja, gestern, 24. Juli. Fucking hell, aber Ozzy ist so eine absolute Legende, Mann. Also Hulk Hogan, mein.
Ja, aber der Ozzy ist einfach so eine absolute Legende, ey. Sorry, was für ein geiles Ich muss sein. Mhm. Das einfach quasi. Ja, Bruder. Aber ey, sorry, hast du fucking Changes? MTV The Osmonds geschaut, oder? Ja, das auch. Mein Gott, wenn er das Wetti, was Video postet, der Throwback to the time when Ozzy made the world's largest cup of coffee und er auch so einen riesen fucking Kaffee hat und einfach ext. Ja, ich sehe jetzt kommen alle die Videos sehen, das ist lustig. Ich liebe es auch, wenn er einfach irgendwie, wo er irgendwie Sharon, seine Frau, anschnauzt und sie einfach so I am the wife of fucking Ozzy Osbourne, you go to bed now! Und er so Ja, das fucking Ozzy Osbourne. Das eine Mal, wo er einfach seinen Hotelzimmer einfach mit Kacke geschmiert hat. Ja, gut, ja, okay. Ja, fair, kann man machen. Der Bruder hat viel geglaubt, also bin gespannt, freue mich auf den Netflix-Documentary über sein Leben. Ja, voll. Ja. Rest in Power. Und was gibt's sonst? Wer ist sonst noch gestorben? Nein, aber also sorry, hast du gesehen, wie krass das mit Youngblood seine Performance war bei Changes? Youngblood ist insane. Aber ganz ehrlich, er ist insane. Ich kann mit seiner Musik irgendwie nicht anfangen, aber er ist so ein krasser Musiker. Ja, welche Musik hörst du von ihm? Ich habe mal probiert zu hören, aber... ja, aber wenn? Keine Ahnung. Hast du das neue Album gehört? Ich muss mal probieren. Das ist heavy, Alter. Vielleicht ist längere Zeit. Das ist richtig gute Musik. Ist so wie Bill Murray ein bisschen. Who the fuck is Bill Murray? Bill Murray würde ich gerne haben. Bill Murray ist die Band, die einfach whatever the fuck macht und letztlich einfach den heftigsten Metalcore-Bratscher rausgebracht hat, oder? Maybe. Ja, das ist nicht mal vielleicht so. Ich muss mal checken, ja. Vielleicht kann ich nicht... Das letzte Album ist eigentlich so Ozzy Osbourne-mäßig, so fast schon. Alright. So wirklich krass. Ist nicht so ich schieße mir selber ins Bein da, aber es ist nicht so einer von denen, der einfach so Sound macht, wo einfach, es ist nicht gerade eine Metalband, aber auch nicht ein Pop-Artist. Das ist früher nicht. Das sind seine ersten paar Alben gewesen. Okay, dann habe ich das halt probiert. Aber jetzt, ja, also ein bisschen. So wie MGK, wo einfach irgendwie, er macht etwas und gar nicht. Und nein. kommt der Genre und ist so wie, Bro, was machst du eigentlich? Nein. Okay. Nein. Ich habe letztens im Post gesehen, the worst genre of music is whatever Machine Gun Kelly is doing today. Machst du jetzt Country, oder? Was macht er? Nein, er macht immer noch Pop-Punk. Jetzt macht er Pop. Nein, er macht immer noch Pop-Punk. Straight Pop. Was? Jetzt macht er Straight Pop. Der letzte Single ist, glaube ich, so Pop gewesen. Geil, Alter. So 100% Justin Bieber Pop. Also, voll geil. Ja. Free Machine Gun Kelly, Alter. Aber Bill Murray ist erstaunlich gut. Ja, Bill Murray ist einfach wild. Mhm. Das habe ich gesehen, Bill Murray ist fucking wild. Ja, voll. Aber dann tue ich mal nochmal Youngblood abchecken. Ja, geh mal auf Spotify. Ich kann dir jetzt gerade... Nein, damit es nicht jetzt hören, aber damit nicht im Podcast hören, aber dass wir es nachher nicht vergessen. Hören wir nachher, sehr gut. Also, liebe Leute, das ist mal Folge Nummer 72 gewesen. Mhm. Uns gibt es bald seit 3 Jahren. Sind wir November? Nein, November. Fuck Oktober me. haben wir Geburt. Fuck, ja. Ja, 3 Jahre alt. Holy shit. Länger als meiste von der Schweizer Metalcore-Band. Bruder, wir sollten mal eine Deceased-Wall machen mit einfach so Bands, die es nicht mehr gibt. Ja, definitiv. Ich war letztens auch wieder mal ein paar alte Flyers am Schauen gewesen und dann ist es gesehen, wo sind wir letzte gewesen? Wir sind letzte bin ich irgendwo in einer Venue gewesen, wo also sau viel Schnitzwerk 21 die Stickers, Alter. Das ist schon ein Fun-Game zum Spielen. Einfach find mal so viele Stickers von Bands, die es nicht mehr gibt. Ja. Und der am meisten hat, gewinnt. Dann habe ich einen Taped-Sticker gesehen und dann habe ich gesagt, die gibt es nicht mehr. Ja. 2 Wochen später so, Jokes on you, bitch, wir sind zurück. Ja. Ich bin sehr gespannt, wenn ich die mal live sehe. Hast du sie noch nie live gesehen? Nein. Nein. Ja, das Tape ist stabil gewesen. Jungs, wenn ihr mal eine Opener-Band braucht, schreibt uns. Aber ja, nein, eben, wenn... Und eben, wenn ihr Only Amps machen, Must Only Be Wrong Amps. und Tau ist für sehr gerne zusammen spielen, behaupte ich jetzt einfach. Yes. Voll. Das ist mal Folge Nummer 72 von Metal Servola gewesen. Falls du findest, wir machen einen Service für die Schweizer Szene oder sind mindestens mal amüsant zum Hören, dann du kannst uns supporten, wir haben das Patreon. Und genau, kannst uns mal unterstützen. Wir sagen mal Dankeschön an alle unsere Brudis, die uns unterstützen. Und bei der Liste schon lange nicht mehr Das sind durchgegangen. Brudis und Brudine.
Soweit ist der männliche Anteil, glaube ich, 100%. Nur Brudis, Alter. Voll. Also, mal. Frauen take charge. Yes. Mal wieder mal persönliches Dankeschön am Team von Polar Shift, Dave von Safe Last Breath und Hoist, der Mysterious LV, a.k.a. der Luki von K-Defect Und Hoist. Nicola von People Died at the Fair, der Leni vom Granichen, Mike von Name Was Claire, der Mike von Red Valga, Erik von Illusionist und Corebound, Michel von This Burning Sky und Monstübli, der Dani vom Bullet Team und der Pascal vom Bullet Team. Der Bullet ist der Bullet Bull. Und dann der Roman von Fear Lab und der Jan von Fearless Eye und Another Approach. Liebe Brudis, ist in der Chat, merci für den Support. Und Gracias. voll auf, eben, bald haben wir 3 Jahre Metal Server. Und das Coole ist, innerhalb von den ersten 3 Jahren haben wir können einen Live-Podcast von der Bingo-Liste abchecken. Also das, ich freue mich auf nächste Woche. Gar nicht, wird sick. Wir sehen uns jetzt. Ja, das wird geil. Ja. Ade miteinander. Das wird super. Ja. Das wird richtig geil, meine Kinder. Das wird richtig geil.